Okay, da geht etwas. So, Mahlzeit. Servus Dev, servus Mozart, habe ich die Xeno, servus Matze, servus Wifi, servus Mike. Grüß euch. Ja, da geht was. Meine Boxen gehen scheinbar nimmer. Aber Ausrufezeichen Samcro Mike. Ganz normal, Ausrufezeichen dein Twitch-Name. Sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Sind wir flauschig in den Feiertag gestartet. Wie schauen wir aus? Alle wach. Ja, ich war schon fleißig, ich war schon Holz arbeiten. Wenn nicht, dann gleich. Ich habe jetzt allerdings nicht überprüft. Warum geht jetzt der Ton nicht? Warum speichert er jetzt den Ton nicht ab? Wir haben ihn doch vorher gerade eben probiert. Ja. Ein Fuchs schon wieder alles. Eigentlich kann die jetzt schon wieder am liebsten da jetzt den Stream wieder ausmachen. Ich sag's euch ganz ehrlich, was das ist. Am liebsten da die jetzt an der Stelle da die am liebsten Stream beenden drucken und einfach aufhören. Ohne Witz. Mir nervt's einfach. Ich schalte heute den PC ein und jetzt mein ganzer Sound ist hin. Ich krieg jetzt Ton auf die Kopfhörer, aber ich krieg nicht mehr auf die Boxen. Ich hab keine Ahnung warum. Das ist, mich kotzt, ohne Scheiß, mir steht's jetzt gerade bis da auf. Ich habe jetzt vorher extra alle Willkommen-Sound getestet. Alle, die wo ich gemacht habe. Und es haben alle gegangen. Ausnahmslos. Jeder einzelne. Mit GIF und mit Ton. Kaum probiert's einer, geht's natürlich wieder nicht. Mich nervt's einfach. Ich hab die Schnauzen gerade richtig voll, ehrlich. Ich sag's nicht, wie es ist. Verstehe ich nicht. Garantiert, wenn er I jetzt eingibt, dann geht er. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Warum geht er, wenn er I eingibt und wenn er der Mike eingibt, geht er nicht? Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Warum? Warum ist denn da... Moment. Ja, weil deiner wieder aus welchen Scheißgründen auch immer auf Moderator ich flippe ohne Witz. Ich fange jetzt an zu spielen, weil ich glaube, ich zau heute noch irgendetwas, ohne Witz. Ich bin jetzt schon salzig. Und dabei noch nicht einmal gespielt. Oh, kotzt mich das an. Ehrlich. Warum kann es auch nicht einmal so funktionieren, wie man sich vornimmt? Ja, so ist es halt richtig. Das hat aber nichts mit Enk oder mit sonst was zu tun, das hat mit meiner Technik was zu tun. Weil ich gefühlt jeden Tag, wenn ich den PC einschalte, sich irgendwas random versteht und ich nicht weiß warum. Servus, Jassi. Ja, gib mir mal 2 Kilo Schokolade. Fangen wir gegen so Kloppen an. Ja, jetzt habe ich mich mal 10 Minuten aufgeregt drüber und jetzt muss es auch wieder gut sein. Aber, Dev, eventuell, du kannst vielleicht wissen, an was das liegt, weil du nutzt ja auch Wavelink. Zu meiner Problematik, ich habe jetzt Ton auf die Kopfhörer. Ganz normal. Ja? So, wenn ich aber meinen Ton auf meine Boxen umschalte, ne, dann kommt kein Ton. Wavelink schluckt aber aus. So, und ich weiß nicht, woran es liegt. So, gestern ist ja nun gegangen. So, es wird ja jetzt über Nacht wohl kaum irgendwas kaputt gegangen. Wobei, nein, mir da schon nichts mehr wundern. Selbes Phänomen wie beim Bürger, bei dem verstellt sich auch ständig was. Ja, aber ich mach ja nichts.
ich mach ja nichts, das ist ja das Traurige. Weißt du, ich schalte dann einen Abend den PC aus, so, und dann hat alles funktioniert. Und heute schalte ich den ein, zack, bumm, alles kaputt. What the fuck? Kombi mit den Windows-Einstellungen, denke ich. Wenn du später rumkommst, ja, ich heute Abend, ich gehe jetzt mal davon aus, du streamst heute Abend. Ich bin heute Abend definitiv, bin ich definitiv da. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch davor. Die Sounds haben mir auch schon wahnsinnig... Ja, mich auch. Also es ist echt irre. Es ist einfach echt irre. Das ist lang gut gegangen, wirklich reibungslos. Und die letzten Wochen, es fuchst unfassbar stark. Dort, das nächste, der Command geht schon wieder nicht. Beziehungsweise der Command geht, aber der Ton kommt nicht. Das muss man... Ich muss das nicht verstehen. Ich leider keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Der Sound ist, der ist nicht auf Moderator gestellt. Da bin ich mir 100% sicher. Sag ja. Das verhext, das war ich. Nur Wundern-Technik ist er. Und ja, es ist, weißt, das nervt halt einfach irgendwann. Du stellst alles ein und dann geht's trotzdem nicht. So, auf die Art. Warum jetzt bei Eng der Sound nicht getriggert wird und bei mir schon, verstehe ich, weiß ich halt nicht. Jetzt, wenn ich wieder den Command eingib, dann kommt der Ton. Und ich weiß nicht warum. Jetzt pass auf. Jetzt scheiße mich ab, verlochen, wenn der auch auf Moderator gestellt ist, der generelle Command. Ist er nicht. Da ist es gleich. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Keine Ahnung. Hauptsache mit Ehre. Ja, muss man schauen. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß da gerade keine Lösung nicht, an was das liegt und wieso das bei mir funktioniert, wenn der ich mache. Aber wenn es ihr macht, geht er nicht. Das weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Kaffee ist eine gute Idee. Ja, trinke ja nicht. Ja. Schön. Ja, keine Ahnung. Ich muss da nochmal schauen. Wahrscheinlich wieder irgendetwas übersehen. Das ist wieder irgendeine scheiß dumme Kleinigkeit, die wo wieder ganz versteckt irgendwo unter einem Schermhaufen liegt. Da wo ich jetzt einfach nicht drüber sehe. Aber es ist halt einfach. Ich glaube, jeder, der wo selber Stream versteht, ist, dass das einfach lästig ist. Aber trotzdem, das ist halt komisch. Technik. Verfluchte Technik. Boah, Alter, ich bin ITler, weil ich glaube, ich hätte schon sämtlichste PCs angesendet, ohne Witz. Also dem Respekt vor alle Leute, die mit IT zu tun haben, aber ich war da schon. Ich war kein Mensch für sowas. Ich war da absolut kein Mensch für sowas. Ich befasse mich gern mit sowas, aber wenn es dann nur noch am Fuchsen ist, dann wirst du halt auch irgendwann nicht mehr Frau. Der Jass ist vordergrantig. Ja, da kannst du wenigstens was da dagegen. Ja, bei dir glaube ich sofort, dass du da Buchbücher schreiben kannst. Du bist ja aus der Branche. Also, meinen höchsten Respekt. Also, ohne Witz, ich glaube, bei mir warten PCs nicht sicher. Sag dir, wie es ist. Naja. Heute ist ein richtiger Scheißmontag. Yep. Fühle gerade komplett. Also bist du nicht allein, ja.
Wobei mein Montag halt eigentlich ganz zauberhaft angefangen hat. So, es war ja nicht so. Ja, der Montag ist erst scheiße geworden, seitdem ich meinen PC eingeschaltet habe. Seitdem geht's massivst bergab. Aber gut. Naja, gut. Es hilft jetzt eh nicht. Da hilft jetzt alles Aufregen nichts, weil ich es jetzt eh nicht ändern kann. Es ist halt, keine Ahnung, muss ich mir halt dann danach wieder Stunden hinsitzen und nach dem Problem, nach diesem Problemlein suchen, in der Hoffnung, dass ich es finde und in der Hoffnung, dass ich es wieder umsteigen kann, nur in der Hoffnung, dass es sich dann einen Tag später nicht wieder versteht. Aber gut. Jetzt meine ich lasse meinen Frust jetzt einfach einmal an die ganzen Gangster in Manhattan aus. Ich glaube, das ist eine Idee, oder? Was hält man da? Was hält man bei Verbrecher verhauen? Verbrecher verhauen, man ist immer ein gutes Anti-Aggressionstraining. Bevor das wirklich noch irgendwas zu Bruch geht da vor mir. Ein guter Plan. Ja gut. Dann tun wir um. Damit wir ein wenig etwas ausrichten. Das ist ein wenig laut. Okay. Das Negativste war der Corona-Test. Das ist einmal was Positives, ja. Zumindest das ist einmal positiv. So. Wir haben ja jetzt ja gestern erfahren, wer jetzt eigentlich der Anführer von den komischen Dämonen da ist. Was ja ich schon vermutet habe. Ich sage dir, er ist unser Mann. Und der Cop, der wo uns stark weitergeholfen hat, der ist gestern leider gestorben. Ja, und dem sein Sohnemann, der Miles, meine heißt der ist ja jetzt mehr oder weniger, ja so mehr oder weniger, ist vaterlos. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ja genau, wir den haben wir jetzt aufgehoben. Um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu Lee? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Diese Adresse. Ich hab sogar Dampf gefunden. Marvin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof. So, jetzt schauen wir mal. Wir wollten ja heute eigentlich ein bisschen das ganze Zeuglatz da sammeln. Dann machen wir natürlich auch Hauptmissionen, so ist es jetzt nicht. Haben wir eigentlich noch eine Nebenmission irgendwo? Ich habe jetzt gar nicht aufgeschaut. Glaube aber jetzt gerade tatsächlich nicht. Nein, gerade haben wir keine. Gut, das haben wir ja alles abgegrast gestern noch. Da kann man jetzt ja eine Daumen noch fangen, wenn wir schon da sind. Oder wenn wir noch daher kommen. Und dann schauen wir einfach mal, dann grasen wir den Bezirk da ab und dann werden wir schon sehen, was wir machen. Die ganzen Wahrzeichen müssen wir auch noch machen. Oder sollten wir machen. Findest du dort? Heute haben wir eher weniger Zeit. Klar. Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Ich glaube, seitdem wir jetzt Spider-Man angefangen haben, ist das erste Regenwetter. Hey Howard, hab einen Verwandten von Pidgey gefunden. Graue Flecken, hat gerade was auf meinem Anzug hinterlassen. Highlander, aber der. Clarence. Er ist ein kleiner Was ist fit bei dir? aber charmant. Gib ihm einen Klaps auf den Kopf und setz ihn in Richtung Feast. Er findet den Weg. Kein Problem. Das mache ich bei allen anderen auch. Da geht's ja richtig geschmeidig voran. Alle Einheiten haben Meldungen über eine Geiselnahme in einem Bus. Bitte zur Cathedral. Wo? Was? Wo? Hey, Sehr wir genügend. was über Jefferson Davis und da habe ich mich gefragt, wie geht's deinem Sohn Miles? Nicht gut. Ich kenne das. Man denkt nur noch an den Verlust. Er braucht eine Oh, das Wahrzeichen, das kann man gleich fotografieren. Sorry. Vielleicht einen Nebenjob? Keine schlechte Idee. Aber es muss was Passendes sein.
Etwas, wobei er sich nützlich Wo ist Roger gerade Feiertagsprogramm angeschaut? Asterix und Kleopatra. Ah, Nach Feast. die Realverfilmungen oder die Ich wollte mit Zeichentrick? May sprechen. Bei dir ist Roger? Ich sag jetzt einmal ja. Ja, bei meinem PC schaut es nicht so aus, aber bei mir passt es. Reden wir nicht drüber. Muss mich gerade ärgern. Zeichentrick, okay. Hab ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Oh, da ist ein Verbrechen hinter. Die Dämonen. Wie bei der Bombe beim Rathaus. Ich muss mit den Cops reden, bevor ich da reingehe. Spider-Man, Gott sei Dank. Dämonen haben Bomben überall im Gebäude gelegt, aber wir kommen nicht ran. Zeigen Sie mir den Weg, Officer. Ich schaff das. Wir haben das Hauptgerät gefunden. Deaktiviere es, dann spuckt es einen Schlüssel aus. Damit kannst du die Nebengeräte finden und deaktivieren. Okay. Halten Sie Ihre Männer raus. Ich melde mich dann. Stoppen das Verbrechen in 3 Minuten. Hä, was? Wo bin überhaupt die? Ach, da oben, oder was? Aha, das sind ein paar mehr. Ein paar einige mehr. Hey, kriegt das Ding Podcasts rein? So, ich werde jetzt verantwortlich gemacht für meine Soundprobleme, ob's mit's oder nicht. Okay. Oh, fängt jetzt der Sound an aus Grieseln an, oder was? Den ist nicht. Bei mir habe ich die Ehre. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Okay. Das heißt... Also müssen wir den dann... Ach, da muss man einsetzen, oder was? Okay. Oder wie? Na, Quatsch. Wir brauchen praktisch einen Sichern, der wo dann... den da umbringt. Was ist denn da her? Das muss da auf. Die einzig wahren Asterix-Filme sind die gezeichneten. Ja, das waren ja die Vorväter. So, muss jetzt das noch einlösen oder hast du das schon? Ich weiß nicht mehr. Ich hab's eingelöst. Ich vermute aber mal, dass es bei dir auch nicht funktioniert, weil es bei Mike und bei der Wifi auch nicht funktioniert. Du kannst das probieren, Ausrufezeichen YBO. Ich darf jetzt noch, wenn deiner als einzigster geht. Das darf mich jetzt interessieren. Das Battle geht, aber der Ton geht nicht. Ja, gut, okay. Muss er mal anschauen. Und da hat's was mit den Soundfiles. Wahrscheinlich, glaube ich, denke ich. Vielleicht ist auch mein ganzer PC kaputt. Das kann auch sein. So. Haben wir jetzt dann da. Geht eh nur der. Ah, nein, der macht keinen Sinn. Warte mal. Machen wir den. Ah, weil wir 3er Zielspannung brauchen. Deswegen. Moment, dann muss das da außer. Ah, heute hast du gehört auch einer. Deswegen. Was wir brauchen, wir 3er Zielspannung. Da geht dann eins weg. Jetzt warte mal, dann brauchen wir da eher. Zwei, weil eine geht ja weg. So, da muss die da auch weg.
Da brauchen wir da rund irgendeine. Mal schauen, warte mal. Ich hab zwei von denen. Aha, wir brauchen dann die da herum auf jeden Fall. Nein, auch nicht. Hä? So, der Jetzt Schlüssel. wird's recht. Pokecap Time, wo leckt wo mit meiner Kappe? Ah, da oben. Moment. Ah. Okay. Mist. Krotmann-Schalter. Die anderen Bomben sind scharf. Ich muss sie entschärfen, bevor sie hochgehen. Also Z-Schalts deaktivieren, okay. Danke dafür, Okay. Spider-Man. Jetzt übernehmen wir. Das ist die Pokecap. Ja, das ist aber Sehr irgendwie gut, weird. Officer. Ich Es war helfe immer, wo ich kann. Low-Budget Pokecap. Alle Einheiten. Wir Du fühlst dich innerlich befriedigt und äußerlich? brauchen mehr Äußerlich nicht, oder wie? als Flatiron. Das klingt falsch. Ja, du hast jetzt angefangen. Du hast das Fass aufgemacht. Au. So eine Sonntagsverfolgungsjagd durch die Stadt ist doch was Schönes, oder? Wow. Ja. Heißt der jetzt gestoppt, der hinter mir? Wahrscheinlich nicht. Leute! Klar, Paraden sind toll, aber doch nicht ohne Genehmigung! Endstation! Moment, Sieg! Ja! Der holt Wohl selbst. eine Bombe scharf gemacht. Ich muss schnell hin. Puh. Wie in diesem Film mit der Bombe im Bus. Achso, da Hieß gibt's der jetzt dann nochmal? nochmal Extremverbrechen mit denen, Super oder schnell? wie? Lol. Nein, das war's nicht. Ja, gut. Äußerlich habe ich Hunger. Wolltest du Mittagsschlaf? Einen guten Matzog. Alle Einheiten, Verfolgungsjagd gemeldet. Ich war eher für den Winterschlaf. Meine waren aber wegen bald, oder? Winterschlaf, meine ist fast ein wenig zu bald. Ha, eine Taube. Oh, komm zurück, Vögelchen. Oh. Das Vieh ist schnell wie Sau. Ah, das war die, wo ich gestern auch nicht erwischt habe.
Nice. Schlaf, wenn du krank bist, ist eigentlich das beste Heilmittel. Du kannst dich richtig erholen. Das wirkt meistens Wunder. Gut, haben wir da alles. Der wir mal mit dem Bezirk da weiter, weil es eh wurscht ist. Baustein haben wir jetzt aktuell auch keine mehr, glaube ich, oder? Es sei denn, da warten noch welche drin, wo ich mir gut vorstellen kann. Beziehungsweise vielleicht ist auch da Rom noch, ne? Müssen wir mal schauen. Ja, machen wir mit dem Bezirk. Da haben wir auf alle Fälle nochmal was mit der Black Cat. Sollten wir ja auch machen, damit wir vielleicht... Oh, da haben sogar zwei drin. Fangen wir mal mit dem nervigsten an. Fangen wir mal mit der Daumen an. Ich will vorher schnell schauen. Weil das kriselt mir schon wieder stark. Einheiten, Raubüberfall gemeldet. Verdächtige bewaffnet. Der Ort ist am nördlichen Ende von Chinatown. Okay. Fangen wir mit der Taube an. An alle Einheiten Meldung über Drogenhandel. Ja. Officer in Little Italy benötigt. Howards Taube. Sie fliegt weg. Es ist meine Verantwortung, die Taube zu fangen. Ach, wie mache ich was vor? Okay, das ist erstaunlich flüssig gegangen. Ich bin ja gespannt, wann mein Körper wieder merkt, dass daraus geholt ist und meint, er muss wieder krank werden. Normalerweise müsste das im Laufe der nächsten Woche. Ja, hoffen wir es nicht, Weibio. Hoffen wir es nicht. Ich hoffe, du bleibst fit. Da ist auch ein Verbrechen. Ah, da unten rast einer mit dem Auto rum. Ja, ich sag schon, ich muss mein Game Capture Card jetzt auch gleich noch mit neu starten, weil da macht der Sound halt auch nicht. Wir wollen keine Gewalt anwenden. Wir versuchen höflich zu sein. Immerhin kein Handy am Steuer. Ja, Abflug. Drei Bordsteinkante. Das ist wirklich... Price, Solidary. Da hat sie wieder langsam zu Spider-Man. Ja, ich fange wirklich gleich an zum Spinner. So, Moment. Es leid, sorry, aber es hilft halt nicht. Es ist, heute ist ein Tag da, wo ich am besten im Bett liegen geblieben war. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. War wahrscheinlich gescheiter gehen. Aber wenn es halt fuchst, dann fuchst es überall. Das ist einfach so. Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Ja, du kriegst ein Auto dir auf den Kopf, da gehst du her. Jetzt reicht's! Der Fahrer verdient Respekt. Achso, der ist hier, okay. Manhattan Nice. im Berufsverkehr ist krass. Normalerweise bist du immer im Oktober hier krank für eine Woche. Ja, bei mir sind meistens so zwischen November und März irgendwo, wo es mir mal ab und zu mit bräselt. So, wie schauen wir jetzt da aus? Ja, das Verbrechen ignorieren wir jetzt einmal, weil wir sollten ja immerhin irgendwann einmal über Meta machen. Was für dicke Steine! Grüß, Salvadere, merci für deine 200 Bits. Alles fit bei dir.
Und was hätten wir dann da? Wir haben doch schon extra hergewartet auf uns beide. Ja, wir bleiben schon live. Da zählt nicht ab. Also jetzt abbrechen. Also jetzt müsste massiv was schief gehen, dass ich sage, so, und jetzt habe ich absolut keinen Bock mehr. Ja? Ist ja nicht so. Ja, man muss die Sachen ein wenig auseinanderhalten können. Ich meine, es kommt so mal ein wenig an dafür. Ja? Ich kann halt auch nicht, ist ja nicht so, dass ich was dafür kann, aber naja, wir spielen jetzt da flauschig weiter. Warte direkt aus. Das muss man jetzt einfach so akzeptieren und da soll sich meine Zukunft ich drum kümmern. Oh, das war ein wenig weit. Aber heute schwören wir auch, So. niemals wieder. Das muss aufhören. Das war Rucksack Nummer 1. Ja, fangen wir mit den Rucksäcken jetzt an, weil dann geht alles in Arm. Da schwingen wir einmal außen so rum. Machen wir so quasi eine kleine Schleifen. Ja? Und dann haben wir den Bezirk auch schon mal. Also, Bei dir ist alles fit, das hört man gern. Bei mir ist soweit alles im grünen Bereich. Ja? Ist halt nur ein bisschen Salzstimmung, aber das hat nichts mit Spey an und für sich zu tun, sondern einfach mit der Technik, weil es absolut nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Aber gut, das hilft einem jetzt nicht. bei Gott, wir holen sie uns zurück. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo da der Rucksack ist. Der ist da runter, okay. An alle Einheiten. Wir Das war's mit Essen für heute. Was hat's denn überhaupt gegeben? Der Ort ist south of Houston. Gut, dann nehmen wir den da. Der ist eh gleich da vorne. Das kennst du? Das kennen, glaube ich, alle, die wo streamen. Alle Einheiten, Zeugen melden Überfall. Der Ort ist Hudson Town. Rucksack. Ah, da ist er. So, dann nehmen wir das da. Da. Gebratene Nudeln mit Händel und Mirs. Sauerhaft. Sehr gut. Bin einmal im Lurk. Danke dir. Viel Spaß weiterhin. Jerry Innerleiter, merci für dein Following. Habe ich die Ehre. Geht's gut? Schnell und simpel, ja genau. Haben wir mir auch schon Zeilen nicht mehr gehabt, tatsächlich. Kann man uns eigentlich auch mal wieder genehmigen. Oh, da ist einer miert. Guten Morgen, soll ich Guten Morgen sagen oder Mahlzeit oder was hättest du denn gern? Dein Zukunfts-Ich schimpft dann auf den Vergangenheits-Ich, weil er so ein Depp ist und es nicht gleich gemacht hat. Ob das ja das Problem ist, ich weiß ja nicht einmal, an was das liegt. Das ist ja das Problem. Wenn ich das Problem wisse, dann war ich ja überhaupt nicht grantig. Weißt du schon? Und wenn ich auch wisse, warum sie sich versteht hätte, dann war ich auch nicht grantig, weil dann hätte ja alles, dann würde ja alles Sinn machen. Das Problem ist, wenn du von einem auf den anderen Tag deinen PC einschaltest und auf einmal nichts mehr geht und du nicht weißt, was du falsch gemacht hast. Beziehungsweise, ob du überhaupt was falsch gemacht hast, was ich jetzt einfach mal bezweifelt, weil ich nichts umgestellt habe. Das ist ja das, was mich triggert. Mich triggert ja jetzt nicht per se das Problem, dass jetzt da was nicht geht. Mich triggert einfach das Problem, dass das nicht geht, obwohl ich nichts gemacht habe. Um das geht's. Ja? So, das war alles, wie gesagt, überhaupt kein Stress, nicht? Wenn alles einmal ein wenig plausibler war. Aber das Problem habe ich in den letzten Wochen häufig gehabt, dass ich meinen PC ausschalte und danach alles hier ist. Also gefühlt. Haben einen Vorfall bei Park City. So, wie kriege ich jetzt da den Rucksack da aus, ist die Frage. Also wer biegt denn da bitte schön einen Rucksack hin? Gut, haben der Mann. Ich mach mir gerade eine Hackfleischpizza in den Ofen noch mal heiß. Die, was du gestern gekauft hast, meine, oder? So, ich muss jetzt noch alles so hinrammen, dass ich mir das einmal ums Zeug nicht bucken muss. So, dass du praktisch jetzt dann dein Ranzen auf deine Couch schwingen kannst und mir beim Schundverbreiten zuschauen kannst. Oder wie darf ich das verstehen? Schauen wir uns nach dem Stream in Discord an, das finden wir schon, keine Sorge. Dein Windows zwischendurch ein Update gemacht? Wenn ja, da gibt's ein paar Meldungen, dass dadurch beim Audio einiges geschossen worden ist. Habe ich gestern oder vorgestern ein Update gehabt? Tatsächlich ja, ein kleines. Das Ding ist,
der Björn, der nutzt ja dieselbe Wavelink-Software wie ich auch, ja, zum Streamer und auch so für Discord und so weiter. Der hat mir seine Hilfe auch schon angeboten. Das Ding ist, ich habe am Kopfhörer Ton. Das ist überhaupt kein Stress nicht. Ja, ich habe da Ton ganz normal, so wie es sein sollte. Das Problem ist nur, wenn ich vom Kopfhörer auf meine Buchsen umschalte, dann habe ich keinen Ton. Ja, und ich weiß halt leider nicht, warum. Und dass halt die Sound-Alerts bei euch nicht gehen, wenn ihr die versucht zum Triggern. Ja? Es kommt zwar Skiff, aber der Sound nicht. Ich glaube, ich habe eine Vermutung, was das jetzt so im Nachhinein sagen kann. Ich glaube, dass Streamlabs da einfach ein massives Problem hat damit. Ich muss einmal schauen, ob ich die Alerts allein bei Triggerfire auch machen kann. Also nicht nur Skiff, sondern auch einen Sound. Normalerweise ja, der hat mir sogar gezeigt. Aber wie gesagt, ich schaue mir das an. Das muss ja irgendwann einmal besser werden. Das kann auch nicht überall so sein. Ah, du kannst die noch... Ach ja, stimmt, Mr. Price, bist du heute operiert worden? Nein, oder? Die Woche jetzt. Stimmt, das hast du ja gestern eh gesagt, Entschuldigung. Da habe ich jetzt nicht mehr drauf spekuliert. Die Sounds kannst du bei Trigger mit reinmachen. Das werde ich dann einmal probieren und dann werde ich mal an Mike, an YBO oder Dwifey oder an Herbert einmal kurz danach bitten, in meinen Chat zu bleiben, damit sie es triggern können, in der Hoffnung, dass dann funktioniert. Ich habe nämlich so die leise Vermutung, dass da Streamlabs gewaltiger Problem hat damit. Sonst machst du mit dem Gift zusammen ein Video draus und triggerst das Video mit Triggerfire. Das wird wahrscheinlich über kurz oder lang sogar so werden. Weil ich glaube, dass das über 2 Softwares, weil momentan ist es so, der Sound allein soll von Streamlabs kommen, von meinem Bot im Endeffekt. Und Skiff, weil es ja das bei Streamlabs nur über Skript machen kannst, für das ich einfach zu dumm bin. Deswegen habe ich ja Triggerfire durch Dersi, Dersi hat mir darauf hingewiesen, mach's über Triggerfire. So, und ich glaube, dass da einfach Streamlabs ein Problem kriegt. Also zumindest, wenn ihr versucht, das zum Triggern. Morgen um 7:30. Okay, ja, ich bin einen Tag später dran. Wie lange musst du im Krankenhaus bleiben? Eine Woche wahrscheinlich, oder? Was schießt denn da die ganze Zeit? Achso, da ist ein Verbrechen, deswegen. Immer grad. Schießen ist uncool, solange du kein Kind nicht machst. Was? Festhalten, Officer! Die netzschwingende Kavallerie ist da! Aua! Haut mir die einfach seine Kanone mit. Bist du bescheuert oder was? Da ist er, Gullideckel. Oh, das war Mülltonne, das war kein Gullideckel. Alles alle? Mondfahren, Nice. kein Gang runter. Was haben die noch? Geh mal couchen, los, dann leg da. Dave, danke dir. Danke dir für den Lurk und viel Spaß auf der Couch. Böser Fluch, Officer. Richtig böse. Na, ambulant hat's gekostet in der Früh aufschneiden, auf die Nacht heimgehen. Ja, immerhin. Immerhin. Ja, das wird schon werden, Preis. Tu dir nicht runter. Das kriegen die hin. Wir sind ja gewissermaßen jetzt dann also quasi Operationsbrudis, ja? Bazi als Spider-Man schwing. Ja, bist bescheuert oder was? Du hättest. Matze, das ist gar nicht einmal so übel, was du da jetzt da von dir gegeben hast. Ne? Respekt. Ja? Das ist gar nicht einmal, das war gar nicht einmal so übel. Für das, dass du nicht aus Bayern kommst. Da seht ihr einmal, wir haben einfach eine absolute Bildungscommunity geworden. Ja? Bei uns lernen sogar die nicht bayerischen Bürger bayerisch nach der Zeit. Ja? Die werden, Sie verloren. Was ist mit die mir werden, los?
die werden influenced. Ja, ob's wollen oder nicht. Schock geinfluenced. Der ist auf der anderen Seite, oder? Jo. Gut, haben wir jetzt da alle Rucksäcke in dem Bezirk. Das schaut ja schon mal sehr gut aus. Das schaut ja schon mal gar nicht einmal so schlecht aus. So, dann da ich jetzt vorschlagen, machen wir die Sehenswürdigkeiten da. Warte mal, haben wir... Die gängen weg. Achso, die werden ausgegraut, okay. Die Sehenswürdigkeiten, die wo wir abfotografiert haben, die werden ausgegraut. Ja gut, okay. Ja, dann fangen wir da gleich mal mit dem da an. Wir machen heute ein bisschen Map-Erkundung, okay? Wenn wir jetzt den Bezirk da haben, dann werden wir uns auf alle Fälle mal der Hauptmission widmen, dass wir zumindest ein bisschen einen Progress haben. So, was ist jetzt das? Ein Denkmal oder was? Battery Park, Finanzviertel. Aha. Sollen die mit Storner oder was? Hat sie jetzt bei dir USB-Gerät verabschiedet oder war das bei mir? Ich hab nichts auf meine Kopfhörer gehabt jetzt gerade, dass sie irgendein USB deaktiviert hat. Also das meine war bei dir, Mr. YBO. Oh, tolles Foto. Wall Street. Das nächste ist eh gleich da vorne. Alarmbereitschaft. Raubüberfall auf Alarm! das Fahrzeug. Bei Trinity wurde ein Vorfall gemeldet. Nicht das beste Foto, aber immerhin. So Oh, hi. funktioniert ein Geldautomat aber nicht. Das ist ja noch nicht mal einer. Zufällig in ein Verbrechen eingeschwungen, ja toll. Oh, das ist... Oh, leck mich am Säbel. Bitte deinen Scheiß dahinter. Alter, der macht halt aber Schaden des Todes, der Typ. Das ist ein Shell Briten da hinten. Nennt mich am Arsch. Die werden langsam richtig stark, die Verbrecher. Na, das müsste bei mir gewesen sein, weil ich hab's auch gehört und jetzt ich sitze nicht am PC gerade. Ich habe aber eigentlich jetzt nicht wirklich viele PCs. Nicht wirklich viele USBs an meinen PCs, die wo sie da jetzt hätten verabschieden können. Ich habe jetzt eigentlich nur mein Headset. Mein Controller, der noch nicht läuft, weil ich noch nicht angesteckt habe. Und meine Festplatten, die kann es aber auch nicht sein, weil... Jetzt passt's auf, meine Festplatten kann es auch nicht sein, weil... Sonst warten die, also die ganzen Overlays da, die wo ihr da seht, den Rahmen und halt die da herum hat. Also quasi Follower, Abo und so weiter und so fort, war sonst nicht mehr da. Aber es kann schon sein, vielleicht ist mein...
Jetzt habe ich was angesteckt, warte. Das ist jetzt mein Headset gewendet, was ich jetzt da angesteckt habe. Aber komisch, keine Ahnung. Ja, also heute darf mich sowieso überhaupt nichts mehr wundern, ja? Heute darf mich wirklich absolut gar nichts mehr wundern. Freunde, heute Gut. Sehenswürdigkeiten haben wir gesagt, wollten wir. einen ganz besonderen... Wenn wir den Bezirk kommen, können wir mal schauen, ob wir irgendwie eins von unseren Gadgets weiter aufwerten können. Danke für Ihren Anruf. Nein, danke Ihnen, Jonah. Als Sie noch den Bugle herausgaben, waren Sie immer fair zu mir. Hart, klar, aber fair. Nun ja, das ist mein Job, Herr Bürgermeister. Alles, was ich habe, ist mein... Finde ich gut, dass man das sogar unterm Schwinger fotografieren kann. Hast du einen kleinen Troll im Haus? Ja, ich glaube, dass bei mir der Pumuckl umeinander geistert und man ständig irgendwas versteht. Muss ich vielleicht einmal einen Leimtopf aufstellen, ja, in der Hoffnung, dass er dran rennt. ...in meiner Show zum allerersten Mal preisgeben. Nach dem brutalen und feigen Anschlag aufs Rathaus, bei dem ich fast ums Leben gekommen wäre, ist es klar, dass unsere unterbesetzte Polizei Hilfe braucht. Und Ah, halt, da haben wir noch eins. Genau, das müssen wir noch mitnehmen. ich versichere den Einwohnern von New York, dass ich sie ihnen geben werde. Ha, meine Worte. Alle haben gehört, wie ich es gesagt habe. Sie greifen meine Idee auf, Cops aus Lake Placid herzubringen. Nein, obwohl die Idee gut war. Nein, das wäre... Dann haben wir in dem Bezirk alles. Nein, da geht noch etwas ab. Da haben wir noch etwas. Die Sehenswürdigkeiten nehmen wir noch mit. Firma, wie sie auch unser Militär nutzt, um unsere Truppen in Übersee zu unterstützen. Der Name muss warten, bis der Vertrag steht. Aber ihre Qualifikationen sind tadellos. Das klingt grandios, Herr Bürgermeister. Obwohl ich erst mein endgültiges Urteil abgeben kann, wenn ich alle Fakten kenne. Genau das erwarte ich auch. Und ich betone, dass wir unsere Gesetzeshüter auf keinen Fall ersetzen wollen. So. Ergänzen sie nur. Auf unbürokratische, aber äußerst effektive Art und Weise. Ja, da waren wir ja vorher schon, oder? Da haben wir doch vorher den Rucksack gesammelt. Glaub an dem Kirchturm haben wir vorher gerade drum gesessen. Möglich. So, dann haben wir jetzt in dem Bezirk, da war mal alles abgearbeitet. Ja, der nächste ist ein bisschen kleiner dann tatsächlich. Ein bisschen. Genau, ja gut. Machen wir mal weiter mit der Black Cat. Weil das ist ja im Endeffekt... Dann fangen wir da, aber da haben wir näher. Weil das ist ja im Endeffekt auch gerade Foto machen. Über die Zusammenarbeit von Spider-Man mit den Dann geht's in den Arm. Und die Theorie ist faszinierend, sicher. Aber meine Bin jetzt aber auch tatsächlich gespannt, wie die Story weitergeht. Weil die hat ja gestern massivst an Intensität zugezogen. Danke für Ihren Anruf, Herr Bürgermeister. Meine Leitung ist immer für Sie offen. Jared, hast du gehört? So. Noch eine Kamera. Sieht nach Black Cat aus. Oh, So. arme Spinne. Du warst sicher enttäuscht, weil ich nicht sauber bleiben konnte. Aber warum sich mit Perfektion anlegen? Aha, ich hab mir schon gedacht, das Gebäude da hat so ein bisschen sehr verdächtig ausgeschaut, weil da gibt's ja eigentlich nichts. Also war mein Verdacht eher gleich auf dem Gebäude, oder? Schauen wir mal. Noch eine Katze. Ich glaube, hier wird mit teurem Wein gehandelt. Sieht dehnt das Geschäft aus. Ich muss... Gut, also teurer Weinhandel. Dann müssen wir mal schauen, was da dahinter ist. Alle Einheiten. Officer im Feuergefecht mit Dämonen. Verfügbare Officer im Finanzviertel benötigt. ...1034 hätten eine Körperverletzung. Bei Two Bridges gibt es einen Vorfall. Aha. Wird da schon wieder scharf geschossen. Ist hier der Moshpit? Super! Ja, der biegt. Ich weiß, ich bin nicht das Der beste biegt. Vorbild. Aber man sollte echt keine Leute hauen. Sagt derjenige, der wo gerade Slalom oder Lasso mit so einem Typen gespielt hat. Sehr gut. Oh, da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin.
Okay. Die Kameras sind nicht billig. Wenn Felicia knapp Wahrscheinlich da erfasst ist, hinten irgendetwas. lässt sie dann hier liegen. Ich liebe es, wenn du mich jagst, Spinne. Irgendwann darfst du mich auch kriegen, aber heute nicht. Ha! Ah, da. Black Cat führt gern Leute an der Nase herum. Am liebsten mich. It's a Miezi. Gut. Bezirk abgrast, machen wir die zwei. Ah, halt, den haben wir auch schon da. Was war das nochmal? Funkmastfrequenz. Ah, stimmt, das war das da, wo wir dann gelernt haben, dass wir die Dinger da aktivieren müssen. Das kann man eigentlich dann auch noch schnell, dass wir mal die komplette Map aufdeckern. Da haben wir jetzt im Endeffekt nur noch da 3, da 1, das sind dann 4 und 2 da herum. Nein, einer da herum. Die 5 Masten, die kann man eigentlich auch noch machen, weil dann haben wir zumindest mehr Einsicht über die komplette Map. Und dann sehen wir, ob noch potenziell irgendwo Bausteine haben. Weil die zum Infiltrieren macht schon ganz ziemlich Spaß. Aber jetzt machen wir erstmal das da. Billinger habe ich dir. Alles fit bei dir? Wir verfolgen mehrere verdächtige Fahrzeuge. Brauchen Officer So. Becker. Bitte bestätigen. Passt schon. Sehr gut. Hoffe, du hast einen angenehmen Feiertag bisher. So, was haben wir jetzt da? Übersicht. Okay, das Zeug in dieser Station revolutionär. Wenn wir es zum Laufen kriegen, genetisch manipulierte Bakterien, die Plastik in harmlose Komponenten auflösen. Ich hoffe wirklich, dass wir die Kinderkrankheiten beseitigen können. Okay. Das ist ein frühes Projekt von Mom. Wir wollten Bakterien entwickeln, die das ganze Plastik im Ozean auflösen. Aber uns, also ihr, blieb keine Zeit mehr. Wenn dir etwas dazu einfällt, machst du sie sehr glücklich. Mit ein paar genetischen Tricks könnte ich das Rätsel lösen. Aber ich Oh, da brauche wird's ein wieder besser zum Rätseln, ausgerüstetes Freunde. Labor und die Bakterien leben nur in Flüssigkeit. Moment, meine Netzflüssigkeit. Ich halte die Bakterien in meiner Netzpatrone am Leben. In der ESU gibt es vielleicht die notwendigen Chemikalien. Was jetzt, die Woche habe ich komplett frei und morgen wird erstmal sauber Geburtstag gefeiert. Hast du heute Geburtstag oder morgen oder wie schaut's da aus? Mr. Billinger? Oh je, die Bakterien haben mein Netz aufgelöst. Sie sind in der Patrone zum Schwingen. Die anderen Netze müssten okay sein. Jetzt muss ich ohne Schwingen zur ESU. Oh je. Morgen hast du, okay. Die Müssen wir uns einmal okay. ein bisschen in unseren Kalender, in Nun gut, unseren ist ein gutes imaginären Training. Kalender schreiben, dass du morgen Geburtstag hast. Damit man das Ich nicht muss mich vergisst. beeilen. Wer weiß, wie lange die Bakterien lebensfähig sind. Eine gute Übung, falls meine Netzschießer mal versagen. Man könnte meinen, die hätten noch nie einen an der Wand joggen sehen. Aber komisch wird das. Das Netz funktioniert. Ach, das ist da unten dann praktisch, okay. Okay, dem Gesetz nach müssen sich Chemikalien in diesen Containern entsorgen. Da müsste was Brauchbares drin sein. Ist auf der anderen Seite dann praktisch. Denken wir schon. Schauen wir mal. Alles bereit. Jetzt muss ich alles in Dr. Octavius Labor zusammenstellen. Geh ins Labor, kann ich mir noch nicht schwingen, oder? Ich würde die U-Bahn Na. nehmen, aber die Bakterien würden nicht so lange überleben. Aber ist auch voll cool, dass du dann die ganze Woche frei hast. Hast du jetzt extra Urlaub genommen oder habt ihr generell zu?
Ja, das ist geschmeidig gegangen, für das, dass wir nicht wirklich haben schwingen können. Du hast eine extra Urlaubnummer die Woche. Ja, okay, das, aber kann ich verstehen. Kann ich verstehen, hast du absolut recht, in meiner Meinung nach. By the way, gehen wir mal, der erste Muffin-Deckel ist... Also, ja, sehr gut, sehr gut. Hat er gestern wirklich so von der Weiden ausgeschaut wie so ein Muffin-Deckel. Der Muffin-Deckel aus Wolle, wer kennt ihn nicht? So, schauen wir mal. Peter. Oh, Peter. Warum mache ich mir über... Jetzt mit der Industriezentrifuge die Bakterien aus der Netzflüssigkeit extrahieren, um sie sicher aufzubewahren. Oh, jetzt wird's zum Grübeln, Freunde. Unbekannte Substanz gefunden. Ich muss nur die Bakterien isolieren. So, pass auf. Achso, die gestriegelten heißt, dass der praktisch einen auslöscht, oder wie sehe ich das? Jetzt, Moment einmal. Jetzt nehmen wir den mal da einer. Das heißt, dass jetzt, pass auf, dann ist er jetzt... Aber der kann da gar nicht her, weil... Ich kann ja da nur noch maximal einen setzen. Das heißt, der macht da eher Sinn auf jeden Fall. So, aber dann wird der gelöscht. Und der gelöscht. So, das schaut ja schon mal nicht einmal so unübel aus. Und da tippe ich jetzt einfach mal, dass man da den da her tut. Und mit dem den mittleren auslöscht, oder? Okay, easy. Wunderbar. Alcarnivorax-Bakterie. Ich denke, ich habe die Bakterien verbessert. Aber das kann ich erst sicher in Harrys Forschungsstation sagen. Aber da gibt's tatsächlich noch mehr so Rätsel. Warte mal, wie ist denn das gegangen? Da kann man sich nur anhören. Da hat's auf alle Fälle... Hast du da mehr so Rätsel machen können mit der Zeit? Jetzt pass auf, vielleicht war das da ja hinter. Müssen wir mal schauen. Hinter mal. Nein, das sind nur lauter Sprachmemos. Du hast irgendwelche... Auf alle Fälle, du hast da auch so Minispiele mit den Schaltkreisen machen können. Wir müssen unseren Arbeitsplatz wirklich besser organisieren. Na gut. Die Frage ist, ob ich jetzt wieder schwingen kann. Jetzt wieder schwingen können. Mal sehen. So muss das sein. Ja, geht wieder. Jetzt schwingen, ihr werdet für mich nie wieder selbstverständlich sein. Ich hoffe, das klappt. Ich weiß noch, wie Harrys Mom das Projekt gestartet hat. Es hat den beiden so viel bedeutet. Wo ein Netz ist, ist auch ein Weg. Oder eine Spinne, je nachdem. Wie lange hat sie eigentlich gestern noch gesessen, Wifi? Hat sie noch lang gemacht? Also ich hab gesehen, dass der Mr. Mozart vorher schon Monster Hunter gespielt hat. Sehen, was passiert. Es klappt. Nicht so flott, wie ich dachte, aber besser als vorher. Ja, okay, also kurz nach mir. Vielleicht muss ich weiter testen. Das Plastik wird nicht ganz zerstört, aber das ist ein großer Fortschritt. Genug für Oscorp, um weiter daran zu arbeiten. Sie könnten den Nobelpreis gewinnen. Dem Aktienkurs würde es auch nicht schaden. So, jetzt haben wir ja doch... Jetzt Moment einmal. Wir haben ja jetzt da in dem Bezirk auf jeden Fall einmal alles erledigt. Ja? Immerhin haben wir schon mit 2 Bezirke. Das ist ja schon mal was. So, Vorschlag. Wir schauen jetzt mal, ob wir unsere Anzüge bzw. unsere Geräte, Fertigkeiten, Dingenskirchen verbessern können. Dann holen wir uns die letzten Punkte da von der Map und dann machen wir mal eine Hauptmission. Ja, damit wir mal ein bisschen einen Story-Progress haben heute. So, Anzüge, da können wir jetzt, den haben wir gestern schon gesehen. Und ansonsten gibt es jetzt eh nichts wirklich Besonderes. So, da haben wir Fertigkeit. Oh, wir haben schon wieder 2 Punkte. Das ist gut. Jetzt die Frage, geworfene Objekte fügen den Gegnern in der Nähe Schaden zu. Und da haben wir drücke L1 und R1, um Raketen auf Gegner zurückzuwerfen. Das ist ja Siguro. Das nehmen wir. So, Geräte. Das haben wir ja gestern erstaunlicherweise komplett aufbessern können. Das ist jetzt das starke Aufprallen. Jetzt kann man da auch schon irgendwas tun, tatsächlich. Da können wir schon ein bisschen was machen.
Die Frage ist, bringt uns das was? Müssen wir mal schauen, wo wir mir den meisten Nutzen auserzielen können. Gut, aber außer den Netzschuss habe ich ja bisher sonst auch nicht wirklich was hergenommen, obwohl der ziemlich OP ausschauen darf. Ja, wo du halt den kompletten Gegner unter Strom setzen oder Gegnerketten unter Strom setzen kannst. Das glaube ich, müssen wir mal ein bisschen mehr abusen. Ach, da brauchen wir jetzt wieder was anderes. Da brauchen wir jetzt wieder Herausforderungsmarken. Was ist denn jetzt das wieder? Wo kriegen wir denn jetzt Herausforderungsmarken wieder her? Das ist wieder ganz was anderes. Dann bisschen wir den noch auf. Wahrzeichenmarken, okay. Ja, das nehmen wir mal. Was wir alles aufgebessert haben, ist gut. Da geht es noch nicht weiter. Das ist noch gesperrt. Dann muss man Stufe 20 haben und da Stufe 25. Okay. Also die Netzbombe finde ich recht cool, weil es einfach 3, 4 Leute trifft. Da hast du jetzt zugegebenermaßen auch einen wichtigen und sehr triftigen Grund genannt. Dann nehmen wir halt die Netzbombe auch gleich noch mit. Aber da geht es auch noch nicht weiter, weil wir ja da schließlich noch nicht die Stufe haben dafür. Aber gut, das macht jetzt erst einmal nichts. Herausforderungsmarken kämen noch. Aha, okay, ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Was ist denn das eigentlich? Eine Taschenlampe, oder was? Laserkomponente. Achso, das ist... Ah, da kannst du zu Fallen stellen. Ja, das ist schon irgendwie cool. Da, wenn es nach vorne dran sagt. Okay. Dann decken wir jetzt Map einmal noch auf. Map aufdecken ist einmal gar keine schlechte Idee. So, da haben wir 2,5 Kilometer fast zum Schwingen. Sauber auf die Geschichte. An alle Einheiten. Ladenüberfall. Wo Ladenüberfall? North of Houston. Over. Aha. Ja, die auf dem Weg, das nehmen wir mit, weil Verbrechensmarken brauchen wir ja teilweise, um die ganzen Gadgets aufzubessern, ne? Ja, das Verbrechen hat sich jetzt in Luft aufgelöst, oder was? Frechheit. Brandheiße Nachrichten. Laut meinen Quellen sind die Dämonen nun die Hauptverdächtigen für die Bombe im Rathaus. Sollte dies tatsächlich so sein, revidiere ich meine Aussage, dass Spider-Man nicht schuld ist. Dann würde er zumindest eine Mitschuld tragen. Durch die waghalsige Art und Weise, in der Wilson Fisk zur Strecke gebracht wurde, entstand das Loch, in das die Dämonen jetzt strömen wie Gift. Taten haben Konsequenzen, meine Freunde. Und das hat Spider-Man nie verstanden. Ja stimmt, seitdem der Fisk ja im Endeffekt im Kittchen sitzt, dran die Dämonen eigentlich ja erst richtig durch. Mich darf trotzdem interessieren, was da mit dem anderen jetzt los ist. Ja, weil der Chef von der Tante May, also der, wo praktisch mehr oder weniger im Obdachlosenheim, meine ist das, Sagen hat, ist ja der Kappa von denen. Wenn du zum Teufel sprichst. Die Dämonen sind schlimmer, als Fisk es jemals war. Festhalten, Officer! Die netzschwingende Kavallerie ist da! Okay, der Mr. Billinger hat auf alle Fälle recht. Die Netzbombe ist komplett broken. Ach, der klebt da dran. Okay. Sabi! Fisk war verrückt. Danke dir für deinen Raid. Willkommen an dich, an die Drachen und... Ja, willkommen an die Drachen. Deine Community, wie geht's euch? Langweiler, die Drachen kommen. Oh yeah, die Drachen kommen. Sehr gut, Drachen haben zauberhafte Geschöpfe. Wie geht's euch?
Danke für dein Raid. Der war Wie gut. geht's eigentlich? Was habt ihr gespielt? Officer. Was habt ihr gespielt? Nicht geschossen. Dann tauchen Dämonen auf. Jetzt sie ständig am Alles bestens, danke selber. Soweit alles flauschig. 3 Stunden alt. Ach du Kacke. Das hast du 3 Stunden oder. Die Hölle auf Erden, Prof, habe ich der hier. Also Respekt, wenn du 3 Stunden alt F4 spielst. Heilige Scheiße, wie war's? Was nervenaufreibend oder ist gegangen? An alle, die mich noch nicht kennen, grüß euch, ich bin der Gamerbazi, ihr Herz ist an meinem Dialekt, ich sprich ausnahmslos Niederbayerisch. Ja, schön, dass du hat's, macht es gemütlich, wir spielen heute entspannt Spider-Man. Für mich ist es blind tatsächlich, also zu 95% blind. Schauen wir mal, was uns erwartet. Gestern ist die Story ziemlich massiv intensiv geworden. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Hyreus, danke für dein Following. Frag nicht. Okay, Leute, hat's einmal bei der Purple Dragon, bei der Sabi vorbei. Die ist eine Münchnerin, ja. Gerne mal vorbeischauen, macht sehr oft Horror-Content und gerne mal, schweift auch gerne mal in so Spiele, ob wir Alt F4. Meinen größten Respekt dafür. Unbedingt mal draufschauen, gerne mal ein Following da lassen. Eine sehr sympathische Dame. Kann man sie auf alle Fälle anschauen, okay? Ist Bazi approved. Sabi, danke dir nochmal für dein Raid. Schweift ab, weil sie muss, Tyreus. Wer hat ihr denn das eingerichtet? Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Idee ist nicht von ihr gekommen. Ich möchte aber natürlich nichts behaupten, wo es nicht stimmt. Gell? Also ich möchte jetzt da nicht irgendwie Gerüchte verbreiten oder sowas. Dankeschön für die lieben Worte. Sind wahre Worte, abgesehen davon. Und gern. So. Map ausbauen, haben wir gesagt, der mal. Ja, alte 4 habe ich tatsächlich schon das eine oder andere Mal gesehen. Ich glaube, da war die massivst gefährdet irgendwie, weiß ich nicht. Da meine ich, war ich recht schnell getriggert. Das meine ich war schlimmer als wie die Soundprobleme halt. Hoppla. So. Gut, wieder am Masten. H6 da ist eine Baustelle. Ah, die wird man nach der Hauptmission machen. Mehr Baustellen zusammenhauen ist mehr gut. Prädestiniert zu alte 4-Drucker. Ja, genau. So nämlich. Du hast da zu 100% recht. Das hat die Community letzte Woche. Hey Sabrina, spiel einfach mal 6 Stunden. Hast du Spiel vorher erkannt? Oder war das für die, hast du nicht gewusst, was auf die zukommt? Die KI meines Anzugs nennt mir den wahrscheinlichsten Aufenthaltsort des Opfers. Aha. It's a Hubschrauber, it schraubs Hub. Oder so. So. Es ist so eine Art Bestrafung, okay? Die Story möchte ich, glaube ich, möchten wir jetzt wissen. Wie ist zu dieser absolut skrupellosen Bestrafung überhaupt gekommen? Sag mir jetzt bitte nicht, dass du dir selbst bei den Kanalpunkten so eine massive Strafe hinzufügst. Mein gut, ich hab zwar so Scherze drin wie Controller umdran, was ich heute allerdings nicht feiern darf, wenn das irgendwer von euch requestet, aus Gründen. Ihr wisst warum, vor allem die von Anfang an da haben. Hm? Jetzt, wo ich gerade wieder ein wenig flauschig drauf bin. Aber ja. Kanalpunkte haben sie nicht, okay. Es war ungefähr so. Gut, ich hab auch eine Geißelung in meinen Kanalpunkten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das aber beilöst, geht wahrscheinlich gegen 0. Aber. Mit Subs. Ja, okay. Okay. Dann steht es in der Relation, sagen wir es so. Dann kann man mal den Schmerz über sich ergehen lassen. Weil wir mal unnützes Gaming wissen, kriegst du was. Zum Lernen brauchen wir mal.
solange nur die Kameras ihn im Bild hatten. Andererseits ist So. Screwball auch nicht besser. Anders als ich will sie Missetäter wie Spider-Man nicht bloßstellen. Ja, klar, da macht man es auch nicht. Generell. Also, es ist ja mehr als Witz gemeint so. Aber klar, wenn du es natürlich als Subziel rein tust, dann okay, dann tust du es auf jeden Fall noch gerne, als du es sonst schon tust. So, wir haben ja für alle Neuen, die das halt jetzt vielleicht nicht wissen, wir sind ja als eine sehr gebildete, oder was heißt, wir sind sehr addicted, uns weiterzubilden in unserer Branche, wo wir tätig sind, ja, im Gaming. Und die Mrs. Frau Wifi, Mrs. Frau Wifi, ja, die ist da auch sehr dahinter, dass wir ja immer mit Wissen versorgt werden. Deswegen kriegt sie jetzt einmal unnützes Gaming-Wissen von mir aus dem heiligen Gral des unnützen Wissens. Ja. Da lesen wir immer mal wieder so ein kleines Gesetz vor. Gestern haben wir bei Destiny stehen, ja, der Mr. Day Zero ist ja da sehr addicted drin. Und jetzt geht's um, wer von euch hat Need for Speed Most Wanted gespielt? Da haben jetzt pass auf, das mache ich jetzt ausnahmsweise. Wir haben jetzt 26 Zuschauer. Das ist, abgesehen davon, merci dafür, ja. Grüß euch alle miteinander. Und von den 26 Zuschauern haben wir jetzt noch mindestens 15 Need for Speed Most Wanted gespielt. Einschließlich mir. Ja? Der Mike, der Optio, der Verb, das Extras da, der Hand, der Schneid, das wisst ihr, man weiß halt einfach, wo es gut war damals. Ja? So, jetzt bin ich einmal, auf das unnütze Wissen bin ich aber jetzt gespannt, gell? Need for Speed, alle bis auf 1. Weibi, Mozart oder Weibi auch. Price. Die Frage ist, wer hat es nicht gespielt? Genau, okay. Die Frage hätte ich vielleicht so stellen sollen. Bis zum World. Need for Speed, was wollte das Liebe? Ja. Ja, jeder. Also gefühlt jeder hat Most Wanted gespielt damals. So, jetzt bin ich aber gespannt, was da in dem heiligen Gral des Gaming-Wissens drin steht. So, in Need for Speed Most Wanted You, das ist wahrscheinlich irgendeine Erweiterung gewesen, keine Ahnung, lassen sich 3 Warp-Röhren aus dem Super Mario-Universum finden. Diese sind nicht nur eine Anspielung auf das Pilzkönigreich, sie geben auch Zugang zu geheimen Abschnitten und Autos im Mario Kart-Stil. Okay. Nice, hab ich zum Beispiel jetzt nicht gewusst. Also nochmal, in Need for Speed Most Wanted You lassen sich 3 Warp-Röhren aus dem Super Mario-Universum finden. Zur Erklärung, die sind die real. Ja? Diese sind nicht nur eine Anspielung auf das Pilzkönigreich, sie geben auch Zugang zu geheimen Abschnitten und Autos im Mario Kart-Stil. Ich sage, man lernt nie aus. Also ich habe das nicht gewusst, dass diese Most Wanted mit drinnen ist. Das ist halt irgendein Easter Egg, das ist wahrscheinlich extrem versteckt, wo du wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick sehen kannst, weil wer Most Wanted gespielt hat, weiß, warum du da keine Zeit zum Schauen hast, weil du bist du damit beschäftigt, dass du von der Bullerei davor kommst. Ja? Von daher, es ist aber eine Neuauflage für die Wii U. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mir sagt das normale Most Wanted was, aber das Most Wanted U sagt mir persönlich nichts. Keine Ahnung. Need for Speed Most Wanted Wii U-Version ist damit gemeint. Ach so, da hat es noch eine eigene Wii U-Version gegeben. Ja, der Kelch ist an mir vorbeigegangen. Ich habe es damals für PlayStation 2 gespielt. Ja? Da war die Wii U noch ganz weit weg. Ja? Nein, das sage ich jetzt nicht. Ist eh wurscht. Ich kann sagen, nein, das spoilert ich jetzt nicht, was im nächsten Kapitel steht. Und was für später da geht. Ja, vielleicht erfahren wir es ja noch. Aber nicht to know, dass da was eingebaut haben. Das schreibst NFSMWU. Ja, Need for Speed Most Wanted You. Da ist jetzt ausgeschrieben drin. Das U halt natürlich nicht. Ja, das U kann man ja nicht aufschreiben. Nicht bloß du mit der PS2. Es werden die meisten damals, werden es auf PlayStation gespielt haben. Die meisten. Ich weiß gar nicht, ob es damals überhaupt für was anderes gegeben hat. Für den PC halt logischerweise, ja. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob es damals auch für Xbox gegeben hat. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ja, möglich war's. So, jetzt haben wir noch einen Punkt auf der Map, den wir aufdecken können. Das machen wir jetzt noch schnell. Und dann machen wir Hauptmission, Freunde. Xbox 360. Ja, aber zu Zeiten von der PlayStation 2 hat es halt Xbox 360 noch nicht gegeben. Ich muss sie kriegen. Da hat es ja die normale Xbox gegeben. Die Xbox 360 ist ja mit der PlayStation 3 dann gekommen. Süße. Nice. Haben wir die Daumen auch schon. Von der Wii U wurden ja nur so 30 Stück verkauft, also ist das ein ultra seltenes Easter Egg.
Ich kann mir vorstellen, dass sich Need for Speed auf der Wii U absolut gar nicht gut verkauft hat. Ja, ganz schön gut, was? Das bleibt nicht aus. Sandra kannte sie immer am besten. Sandra? Du hast das auf dem Nintendo Gamecube. Das hat's am Nintendo Gamecube gegeben? Sandra, Ernsthaft? dass sie schöne Vögel hat. Oh ja, natürlich. Spider-Man. Danke nochmal. Und bitte, such weiter. Ach, das war jetzt der andere Typ, der wo seine Daumen verloren hat. Okay, dass das auf dem Gamecube gegeben hat, habe ich tatsächlich auch nicht gewusst. Gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich keinen Gamecube nicht gehabt habe in meiner Kindheit. Selbst. Aber PlayStation 2, also allein aus meinem Freundeskreis haben, glaube ich, mindestens 5 Leute Need for Speed Most Wanted auf der PlayStation gespielt. Wie gesagt, mich eingeschlossen. Howards Taube. Sie fliegt weg. Schon wieder der Daumen. Ja, wo sie jetzt Daumen oder Verbrechen? Nehmen wir Daumen. Hoffentlich. Gut. Plattform Windows, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360, Gamecube, Nintendo DS und Game Boy Advance auch noch. Also ich weiß, dass ja irgendwann einmal auf der 3er und auf der 360er hat es ja auch noch gegeben, da haben sie es ja quasi remastered, wenn man so will. Das war ja mit Burnout Revenge damals dasselbe, das haben sie ja auch noch mal auf 360 und PlayStation gebracht, PlayStation 3. Aber dass Most Wanted am Gamecube gegeben hat, habe ich tatsächlich wirklich nicht gewusst. Und schon erst recht nicht auf dem DS und auf dem Advance. Gameboy habe ich eigentlich nur immer so die klassischen Spiele gespielt, wie Pokémon oder sowas. Oder Dragon Ball Spiel, lauter so Sachen. Das habe ich eigentlich auf dem Gameboy gespielt, aber mittlerweile kannst du es wahrscheinlich heutzutage auch auf dem Smartphone spielen. So war es jetzt wahrscheinlich nicht. So Smartphone-App für Need for Speed Most Wanted. Vielleicht gibt es ja schon, wer weiß. Gut, haben wir jetzt alle Türme, dann machen wir das Verbrechen durch noch schnell geschwind. Geschafft. Alle Verbrechenstürme in der Stadt sind repariert. Ziemlich gute Arbeit, was? Ziemlich gut, ja. Gut genug, damit vielleicht ein gewisser jemand mit uns feiert. Okay. Ich glaube, das war bei mir auch noch PlayStation 2. Kurz drauf bin ich auf der Xbox. Das habe ich auch noch nie gehört. Okay. Freunde, Zeit für Hauptmission. Jetzt machen wir mal ein bisschen was für die Story, okay? Ja, warte mal. Achso, da ist er noch jemand. Ja, da schau her. Ich hätte jetzt bald übersehen. Hörst du auf, mich mit deiner Brechstange zum Hauen? Nimm das, Spinnenkopf! Jetzt haben wir's. Nice. Mein Bruder hat es am Game Boy Advance gehabt, tatsächlich, hast aber nicht wirklich mit dem auf der PS2 vergleichen können. Ja, gut, okay, das war aber mir jetzt auch als kompletter Vollunwissender klar, dass ein Konsolenspiel auf einem Handheld nicht so gut sein kann. Das wird wahrscheinlich, da wird das eine mit dem anderen wahrscheinlich nicht wirklich viel zu tun gehabt haben. Need for Speed Work gab es zeitlich am Handy, so viel ich weiß, aber das ist eingestellt worden. Die Gefahr war groß. Wahrscheinlich nicht gut gelaufen. Oder halt verpackt ohne Ende. Konnten sie den Job erledigen. Ach, das ist irgendwie süß. Ein Spätel von mir hat auf dem DS, damals auf dem Nintendo DS, sehr aktiv Asphalt gespielt. Das war irgendwie so eine Art Need for Speed abklatscht. Das hat er ziemlich lang gespielt. Kann ich aber auch nicht wirklich viel sagen dazu zu dem Spiel, weil da ich nicht wirklich Dreck gesehen. War halt eigentlich so ein Autorennen-Spiel tatsächlich. Das glaube ich gibt es sogar noch fürs Handy. C10 gemeldet. Möglicher Drogenhandel.
Haben wir Verbrechen, Freunde? Der Drogenhandel ist nach Nacht. Substanzen zu sich nehmen, uncool. Ja, sagt wer? Kopfschere, Rey Mysterio. Wer er kennt. Was sollen wir tun? Nix, du kannst jetzt... Arschloch, du. Nimm das! Nice. Den Dealern die Seele aus dem Leib zu prügeln, ist meine Antidroge. Oh yeah. Natürlich kennt man ihn. Ja, war komisch schwer. Ja gut, okay, das ist jetzt eine unfaire Behauptung, wenn nicht man Rey Mysterio nicht kennt, dass er Bildungslücke ist. Das darf man so nicht sagen. Manche haben sowas geschaut, manche halt nicht. MJ hat richtig vermutet. Ein Rey Mysterio muss man kennen. Von Dämonen. Oh, was ist die Sneaky Peaky Version? Mission? Oh, Freunde, Schleichmission, da haben wir Bock drauf. Nicht gut gelaufen, spielerzahlmäßig. Komplett abgekoppelt zu allen anderen Need for Speed, was sich viele gewünscht hatten, dass Need for Speed World ein bisschen alle anderen NFS einbezieht. Zu wenig abwechslungsreich, plus keine richtige Story und zu viel Kauf-mein-Scheiß-Elemente, was einfach zu früh dran waren. Ja, das ist, glaube ich, so das Problem von allen Mobile Games mittlerweile, dass du da halt einfach sauber zwei Kauf-mein-Scheiß drin hast oder dass diese Art von Spielen, ich sprich da leider aus Erfahrung, ich bin in so einem Spiel leider auch sehr, sehr lange versumpft gewesen. Im Nachhinein denken wir auch, was haben wir denn da dabei denkt. Und diese Spiele haben alle dazu gedacht, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, es gibt Spiele am Handy, da wo du das nicht brauchst, ja, wenn du irgendeine so eine Candy Crush-Sucht bist, da brauchst du keine Kohle nicht. Ja, aber das Handy oder generell Mobile Games haben dazu ausgelegt, dir auf irgendeine schmutzige und dreckige Art und Weise dir das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Natürlich kann man jetzt wieder hergehen und sagen, ja, wenn du halt FIFA spielst, gerade jetzt aktuell ist ja das wieder ein volles Thema auf Twitch, ja, weil FIFA 23 erschienen ist, du sagst kein FIFA spielen, ja, das Einzige, was du auf Twitch sagst, das ist, wie die Geld da reinpulvern, ja, und irgendwie auf gut Klick da irgendwie, ich kenne mir ja da zwäng aus, irgendeinen Spieler ziehen, was weiß denn ich, aber wenn jetzt da halt 20 Leute FIFA streamen, dann machen 19 irgendwelche Backel auf und spielen nicht FIFA, so, ja, das ist halt das, was halt mir so auffällt. Ne? Nicht so, ich selber spiele ja kein FIFA nicht, ne? Gott sei Dank, weil es da wahrscheinlich auch meinen letzten Nerv noch irgendwo Raum. Also wenigstens, wenn man Wrestling geschaut hat, beziehungsweise schaut, kennt man, weil er einfach inzwischen seit... Ja, wenn einer Wrestling schaut, dann kennst du den Rey Mysterio, logisch. Candy Crush zieht da auch Kohle aus der Tasche. Ich hab vor, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal Candy Crush vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren mal 2 Tage gespielt und hat sich halt wahrscheinlich auch alles geändert. Das kann durchaus möglich sein. FIFA ist ein Thema, ja, nicht für mich, um Gottes Willen. So, jetzt machen wir da Sneaky Peaky. Ja? Jetzt schauen wir mal. Jetzt gehen wir mal jetzt ist er nicht mehr sicher, der war aber sicher. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir mal da auf die Laterne da um und dann schauen wir mal, ob wir nicht siehst du den Hansel können wir direkt schon ausschalten. Siehst du das? Hat er schon überstanden, der Bulle. So. So, wie viele haben denn da überhaupt? Aha, da stehen 2, da haben es 3, 4, 5, 6. Ja, die 2, die kriegen wir irgendwie drin. Das ist ja jetzt, denke ich mal, not the problem. Ja, das bringen wir auf jeden Fall hin. Weil es der Power-Ups, Leben und so weiter kaufen kostet. Ja gut, das hat es halt damals noch nicht gegeben, abgesehen davon. War auf die PC-Version bezogen, tatsächlich hast du auch einen PC- und Handy-Account geteilt. War das einzige coole Feature von den... Ja gut, das ist ja wieder Name was anderes. Wenn du Account-Sharing machen kannst, okay. Aber... Black sagt, ich kann jetzt heute in Monster Hunter auch ein Geld reinhauen, aber da mache ich keinen Progress nicht damit, weil das sind halt nur Dekos. So. Ja, also es ist halt Optik. Mehr hast du halt da nicht davon. So, also prinzipiell kannst du, glaube ich, so ziemlich in jedes Spiel Geld reinhauen, aber mir geht es ja mehr oder weniger um die Tatsache, dass du halt, wenn du dir halt klassischer Mobile-Game oberlohnst, ja, dann kaufst du irgendeine Apps und es ist halt zufällig, was du kriegst. Mehr oder weniger, ja. Du kannst dein Geld auch beim Fenster auswerfen, so. Ja? Aber gut, das soll natürlich ja jeder machen, wie er mag. Ich möchte da jetzt niemanden irgendwie schlecht reden oder sonst irgendetwas, ja, aber naja.
So, jetzt lenken wir mal eben da ab. Ah, der ist noch auf Gefahr, okay. Sollte man den da vielleicht einmal da umschicken, hä? Was treibt denn der jetzt da? Wie ist denn der jetzt aufgekommen? Ist er gesprungen, oder was? Ah, das meine ich, wird jetzt nicht so einfach, dass wir die zwei Hanseln da voneinander trennen. Ah ja, geh du da mal hinter, weil dann kann der da langsam einmal weg sein. Dann wird der nämlich jetzt einmal sicher. Ah, das hat er schon mal nicht so schlecht funktioniert, ja? So, was ist ihm seine Aufgabe jetzt eigentlich? Der wird bewacht von ihm. Und da steht auch noch einer. Das heißt, er da... Ah, der hat jetzt wieder zu zweit, oder was? Okay. Ich hoffe, dass der das jetzt nicht gespannt hat da unter, Gott sei Dank. Okay. Das schaut ja bis jetzt schon mal ganz gut aus. So, jetzt wird es wieder ein bisschen trickier, weil die haben zu dritt, wenn man nicht alles täuscht. Richtig? Richtig, die haben zu dritt. Das wird also jetzt gar nicht einmal so leicht. Aber, passt auf, mir kann man jetzt... Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Scheiße, ich hab mich verdruckt. Ja gut, okay, hilft nicht. Ich habe gefettfingert. Euroballett ist OP, hab ich gehört. Ah, der hat einen Holzkopf. Okay, das waren alle. Kathi, habe ich alles fit bei dir? Gut, waren das jetzt? Das waren alle. Okay, ja gut, dann ein bisschen heiler machen. Dann schauen wir mal, was der Phase ist da drin. Hochsicherheitsschloss. Das ist was für Banken und nicht für Recyclinghöfe. Ist mir wahrscheinlich da der Stromleitung der Strom kommt. Vom Sicherungskasten mit aller Wahrscheinlichkeit noch, oder? Vielleicht kann ich den Stromkreis überbrücken. Da drückst du den Notausschalter und dahin geht's. Elektronetze, ja, die haben. Das hat geklappt. Aber der Stromkreis braucht ein bisschen mehr Saft. Doppelte Funktion öffnet das Sicherheitstor, was? Geht das jetzt schon? Mehr oder weniger? Oh, das hört sich jetzt aber. Das hört sich jetzt aber eher unzauberhaft an, wenn du mich fragst. Das hört sich jetzt eher unzauberhaft an. Und da ist jetzt der Anschlusskasten. Ah, warte mal. Das sind zwei Kasten. Sind das zwei Kasten? Ja, das sehe ich richtig. Das sind auf jeden Fall. Nehmen wir die Europaletten da weg, weil die stören mich. Da. Ah. Der Kreislauf scheint stabil zu sein. Vielleicht ist ein anderer Anschlusskasten in der Nähe. Nur mal einer. Also der dann wahrscheinlich, oder was? Warte mal, da geht uns... Irgendeiner geht uns da jetzt ab. Also ich wollte gerade sagen, da muss ja noch einer sein. Gibt's ja gar nicht anders. Hab ihn. Fast geschafft. Noch ein Kasten. Noch einer. Jetzt pass auf, wir haben den da. Den da oben und da muss irgendwo... auf der anderen Seite, da schon her.
Hab 2 stressige Wochenenden hinter mir mit 4 Tagen Lehrgang halten und bin echt froh, dass heute Feiertag ist. Das macht zwar Spaß und die Gruppen war super, aber zum Erholen kommst. Ja, dann darf ich mal sagen, hast du einmal sehr, sehr stark deinen Feiertag heute verdient. Und ich hoffe, du kannst dich halt gut erholen. Ich versuche mein Bestes, da irgendwie ein bisschen für dich Unterhaltung zu bieten. Ja? So, wir kriegen jetzt eng da kaputt. Gar nicht, oder was? Aha. Ah. Aha, mehr Strom, mehr gut. Extrem Couching. Alles richtig gemacht. Das muss halt auch mal sein. Okay. Ein in den, ich sag jetzt mal Dungeon. Hey, hätte man da jetzt nicht anders einer können, oder was? Okay. Wir gehen auf alle Fälle nix. Ja, okay. Da übersehe ich irgendwie. Ah, da, wollte ich gerade sagen, da ist ja irgendwo eine Luke. Okay, oh, was haben wir da? Waffen aus Fisks Waffenlager. Ist das Scharfschützengewehr? Schau, oder? Schaut mir aus wie ein Scharfschützengewehr. Ich kenne mich auch nicht aus bei Shooter, aber... Lasterbomben. Das ist verrückt. Weil da haben wir mal... Was ist diese Abhandlung von der Al-Qaida, oder was? Haufen Chemikalien haben die auf alle Fälle da. Aha. Unflauschig, da ich mal sagen. Was ist das da? Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. Das sind Osborns Wahlkampfbüros. Okay. Jede Menge Hightech-Ausrüstung. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. Okay. Sprengstoff von Fisks Baustelle. Das war kein Bandenkrieg. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du Lee gefunden? Nein, aber du hattest recht. Lee benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei. Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Lee muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Sei vorsichtig. Okay, da bleiben wir jetzt gleich mal dran. Yuri, ich bin's. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin, Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir. Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Garantiert, dass das in Dosen geht. Ich lasse die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falscher Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Garantiert, dass das nur eine falsche Fährte ist, hundertprozentig. Die lassen doch das nicht so öffentlich da liegen. Selbst wenn da irgendein so ein Sicherheitsschloss ist. Bin ich mir eigentlich fast sicher. Okay, Zwischensequenz, maybe? Consolidated Shipping. Oh, schon wieder Schleichsequenz? Das Oh, sind mehr viele. Schleichsequenzen, Hand mehr gut. Ich sollte leise vorgehen. Das hat Stil. So, Freunde.
Vollste Konzentration. Wir nehmen die Bude da hops. Oh, was haben wir jetzt? Öffne die Geräteseite mit, bla bla bla. Du kannst jetzt Stolpermine herstellen. Ah, da schau her. Ich kann die Sachen aus dem Recyclinghof verwerten. Okay, wir haben jetzt eine Stolpermine. Laser aktivierte Netzfalle, die Gegner sofort kampfunfähig macht. Kann man das verbessern? Scheiße, Herausforderungsmarken brauchen wir dafür, kann man leider nicht verbessern. Da um die überhaupt zum Verbessern, brauchen wir erst einmal Stufe 30. Ja, da haben wir noch ein wenig weg. Aber gut. Klasse. Ich liebe es, böse Jungs mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Spider. Warte mal. Ah, da ist die Stolpermine, oder? Ja, Stolpermine. Blum. Und das, meine Freunde, ist die Gerechtigkeit des Karmas. Alter, das ist ja komplett broken. Jetzt warte mal. Das ist quasi für Gegner, die wo rumrennen, logischerweise. Ja, weil die, wo auf der Stelle stehen bleiben, denen tut's ja nichts. Ja? Er wundert sich gerade. Ja, wie? Das heißt aber auch praktisch, dass der jetzt safe ist, oder? Sag ich doch. So, wir haben aber da waren doch vorher Scharfschützen, oder nicht? Oder haben wir mich da täuscht? Ich hätte eigentlich gemeint, da waren Scharfschützen. Du kannst da einfach Gegner, die da stehen, damit anschießen, dann geht's auch. Ah, okay, also wenn ich jetzt praktisch den Heini da hinten anschieße, dann haut's den auch sofort weg, oder was? Sag ich das richtig? Nicht, dass ich jetzt einen Scheiß baue. Aber wir können uns ja erstmal ohne tasten, so ist ja jetzt nicht. Jetzt pass auf, jetzt gehen wir da mal wieder auf die Laterne auf, weil wir Laternen haben da bekanntermaßen... Ah, da hinten haben Scharfschützen, haben wir doch nicht täuscht. Dann sind ja die jetzt eigentlich das kleine Übel. Aber das können wir ja jetzt einfach einmal probieren. Achso, wenn jetzt der... Achso. Den zieht es dann an die nächste Wand oder nächste... Ja, das probieren wir jetzt einfach einmal. Immer mehr wie schief gehen kann es ja nicht. Okay, schau wie er dort hängt. Ja, okay. Wie viele Schuss haben die von dem Zeug? 2. Okay, hey, aber wird schon 2 geschossen. Ja, der erste Zeit wahrscheinlich nicht. Jetzt warte mal, jetzt passt so macht. Jetzt wenn ich da die Mine da hin tue. Ah, das geht jetzt nicht, weil da die Paletten davor ist. Okay, ja gut. Das geht jetzt nicht, weil da die Paletten davor stehen. Okay, ja gut. Okay, man muss tatsächlich aufs Hindernis aufpassen. Oh, wir haben eine neue Stufe, okay. Erhöht der Nahkampfschaden um 10%. Das ist schon mal gut. Und einen Fertigkeitenpunkt. Wir brauchen ja 2. Ja, jetzt passt auf. Das möchte ich... Kann man die... Warte mal, ist da noch irgendwer? Ist da noch irgendwer? Normalerweise nicht. Okay, da haben wir safe. Ich gehe jetzt einfach mal oben. Und wenn ich jetzt das da weghau... Ah, sechs, dann geht nämlich der Lichtstrahl raus. Gut, das Ding hilft uns zwar jetzt nichts mehr. Wir können es auch leider nicht mehr aufsammeln. Okay, gut. Also wenn wir es einmal verschossen haben, ist es weg. Sehe ich jetzt das dann richtig, dass... Wie füllt sich das dann wieder auf mit der Zeit? Oder muss ich die Mission jetzt einfach fertig spielen, damit ich wieder volle Schuss habe? Okay, da haben wir auf alle Fälle Scharfschützen. Die Scharfschützen machen es uns jetzt auf alle Fälle schon mal ein bisschen schwerer. So, da müssen wir jetzt einmal schauen. Das sind 2. Das sollten 2 Scharfschützen sein. Das heißt, wir gehen mal sneaky peeky außen rum und schalten mal den am höchsten Punkt aus. Müssen wir aber Obacht geben, weil er da auf der rechten Seite bis nach oben lurt. Ja? Da müssen wir quasi ein bisschen aufs Timing aufschauen. Ja, das wird nämlich jetzt gar nicht einmal so ohne. Das weiß ich auch gerade nicht, wie genau das die auffällt. Sehr gut, das wird man schon irgendwie mal rausfinden. Vermutlich auch mit Fokus. Jetzt gehen wir mal da her. Weil dann kann man vielleicht den da, der wo da so saudumm umeinander rennt in der Gegend, dann kommt man ja den schon mal außer Gefecht nicht mehr. Ja, dann stört der schon mal nicht mehr. So, da gehst her, vielleicht findest du an der Laterne ein bisschen Erleuchtung. Schaut, der mache ich Menschen nicht. Bekanntermaßen. So, gehen wir mal da oben. Und dann gehen wir da rauf. Der war da safe, abgesehen davon. Das war jetzt so eigentlich aber auch nicht geplant. Gerade haben wir gut gegangen.
Mit lauer Takedowns. Okay. Gut, das ist jetzt massivst lucky gewesen, dass mich der nicht erwischt hat. Ich wollte die nur da auf verspringen, ja, und nicht da oben. Aber gut, das ist jetzt passiert, das hilft ja nicht. Erwischt haben sie uns ja Gott sei Dank nicht. So, dann haben wir da her. Und was ist mit ihm jetzt da? Gut, lauer Takedown. So, Gesicht gegen Betonmauer, dann fällt sich da nichts. Ach, da haben wir wieder zwei, da schau her. Weil gerade wie du den einen aufbezogen hast, hast du wieder eine gekriegt. Ah, okay. Ich find's aber so irgendwie lustiger, ich weiß es auch nicht. Ja, die werden aber dann alarmiert tatsächlich. Also da muss man vorsichtig sein. Die bin ich los. Die werden aber tatsächlich alarmiert, also da müssen wir extrem aufpassen. Da müssen wir extrem aufpassen. Oh, der dritte Werkzeugkasten vor lauter Wut. Gut. Der hängt, das ist gut. Da hinten stehen auch noch zwei, die haben noch voll auf Sendung. Oh, jetzt passt auf, jetzt machen wir einen Pro-Gamer-Move. Jetzt gibt's Obacht. So. Sag ja, dass dieser Pro-Gamer-Move wird. Lee ist nicht hier draußen. Ich sehe besser drinnen nach. Okay, das war ein Ole. So, servus, sie war zum Putzen da. Wie schaut's aus? Oh, da haben wir Notizen. Rechnung von einer Autowerkstatt. Pale Horse Ride. Ein teures Tuning. Was könnte ich hier finden? Ich darf halt einfach wahlweise mal am PC nachschauen. Vielleicht hat der auch Probleme mit dem Sound. Wer weiß das schon? Ne? Vielleicht kannst du ihm helfen. Ein Kontaktnetzspinner oder was weiß ich. Sie haben überall in der Stadt Basen. Schließe Dämonenlager in der ganzen Stadt ab, um Basismarken zu verdienen. Zum Fortfahren X drücken. Ach, okay, das heißt jetzt praktisch, jetzt haben wir nicht nur noch die Baustellen, sondern jetzt gibt es dann als Pendant dazu auch die Dämonenlager. Sag ich das richtig? Ich glaube schon. Du kannst sämtliche Kartensymbole auf der Legendenseite filtern, die du mit Dreieck aufrüstest, zum Fortfahren X drücken. Aha. Ja, und wo haben die jetzt? Fiskverstecke, das sind die Bausteine. Aber die Dinge habe ich doch da jetzt gar nicht, oder? Oder sehe ich es gerade nicht? Tavis Industries? Okay. Schlägerverbrechen, Waffenverbrechen. Ja gut, vielleicht wird das auch erst nach der Mission angezeigt. Das kann natürlich auch möglich sein. Das ist größer als ich dachte. Die Dämonen haben eine ganze Armee. Aber so der ist eine Doppelpeitsche, oder was? Als ob eine glühende Peitsche nicht genug wäre. Wirf Dinge auf Peitschen gehen, okay? Oh, Schreckkosten.
Ich Okay, weiß nicht, wir- was ich erwartet habe, aber das auf jeden Fall nicht. So eben ein neue Gegner auch kennengelernt. Oh hi, wo kommt's denn jetzt her? Hey MJ, ich glaube, ich habe den Angriff der Dämonen auf Osborns Wahlkampfbüros vereitelt. Sehr schön. Hast du Lee gefunden? Nein, aber ich habe einen Hinweis auf einen Ort. Pale Horse Rides. Kommt mir bekannt vor. Ich überprüfe es und melde mich. Warte mal, wo ist denn das? Da ist es. Au! Okay, die Peitschengegner machen's gar nicht einmal so einfach. Verstanden, Silverbird. Wir landen jetzt am Standort. Da Was ist noch jetzt? Stormtroopers oder was? einer. Waffe entsichert. Mal was Neues. Star Wars X Spider-Man. Okay. Ich erledige dieses Hey! So geht das aber nicht in der Stadt! Code SM1. Wow, wow! Bevor wir anfangen, wer seid ihr Typen? Code SM1. Code SM1. Warte auf Befehl. BTF? Code SM1, habe Sichtkontakt. Warte auf Silverbird. Mensch, aber der. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Wer ist jetzt das? Lara Croft mit 50 Guter oder was? Auftritt. Solide 8 von 10. 9 von 10. Loslassen. Er gehört zu uns. Yuri, eine Erklärung, bitte? Das ist Silva Sablinova, Chefin von Sable International, einer privaten Schutztruppe. Aha. Bezahlt von Bürgermeister Osborn. Oh, der Bürgermeister hat eine Privatarmee? Kommst du mir nochmal in die Quere? Bin ich nicht mehr so nett. Geh. Wir reden später. Ja, okay, es werden irgendwie immer abgetretene Gegner jetzt da mittlerweile. Tut mir leid wegen der Sache mit Sable. Ich hätte es dir eher sagen sollen, aber es ging alles so schnell. Schon gut. Wir sind weiter beste Freunde. Wir sind nicht beste Freunde. Das war jetzt eine kalte Dusche. Sable genießt das Vertrauen des Bürgermeisters und uneingeschränkte Autorität. Wir haben die Adresse überprüft und jede Menge Beweise für einen Bombenanschlag gefunden, aber nichts weist auf Martin Lee hin. Ich arbeite dran. War ja klar, dass der untertaucht und dass wir den so schnell nicht finden. So, da schau her. Jetzt sind die. Aha, da gibt es jetzt also auch die Verstecke da. Okay, jetzt passt's auf. Jetzt machen wir. Da haben wir jetzt noch mal, natürlich wieder Hauptmission. Jetzt schauen wir mal, ob wir Nebenmissionen zufällig irgendwo aufploppen haben. Haben wir jetzt an der Stelle nicht. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, wir machen da auf alle Fälle jetzt dann nur schnell die Baustelle da. Und dann schauen wir uns eventuell gleich mal nach dem Bezirk da fertig an, dass wir das auch gleich haben und dann werden wir wieder weiter mit der Hauptmission. Ich glaube, das ist ein Plan. Weil so ein Dämonenversteck mag man aber heute auch auf jeden Fall nur anschauen. Ja? Ich möchte mal wissen, wie die aufgebaut haben. Aber jetzt kümmern wir uns vorerst einmal noch mal schnell um die Baustelle, ja? Dass wir das einmal abgehakt haben. Ja? Hey MJ. Hey, ich habe Unterlagen über Martin Lees andere Geschäfte ausgegraben. Er nutzt überall in der Stadt Gebäude. Die Standorte sind auch auf der Karte, die ich aus der Reederei habe. Ich überprüfe das. Sag Bescheid, was du findest. Ich werde versuchen, daraus schlau zu werden. Alles klar, ich bin auf dem Weg zu Lees Büro im Feast, um herauszufinden, warum er das alles macht und was er als nächstes plant. Okay, sag May schöne Grüße. Halt, sie ist doch nicht in Gefahr, oder? Nein, Lee hat nur ein einziges Ziel. Norman Osborn. Okay, da bin ich jetzt dann gespannt, wie der Spidey an Lee
konfrontieren möchte. Weil der Lee weiß ja nicht, dass der Peter Parker der Spider-Man ist. Zumindest gehen jetzt einmal davon aus, dass er es nicht weiß. Ja? Kann eine interessante Wendung nehmen jetzt dann das Ganze. Aber storytechnisch gefällt mir das Ganze. Das ist sehr spannend aufgebaut. Ein verpasster Anruf von Doc. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein paar Beziehungen spielen lassen, die uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Ja. Es wird auch noch interessant. Ich habe so das, ich glaube ja persönlich, dass man Dr. Octavius, also den Bösewicht Octavius mit seinen 4 Armen, ja, für alle, die Spider-Man gesehen haben, die wissen, wen ich meine, dass der auch noch vorkommt. Ja. Das war ein wenig komisch, wenn er nur als Gutmütiger vorkommt. Oder sie heben es für einen Nachfolger auf, für Miles Morales. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß. Einschließlich ist fit bei dir. Doc Ock, ja genau. Hier Zentrale, wie ist die Lage in Vanderbilt? Transporter unter Beschuss. Wiederholt. So. Yuri, ich habe eine Baustelle von Fisk gefunden. Jede Menge Arbeiter, die nichts Gutes im Schilde führen. Mach mal richtig Lärm. Wenn jemand eine Störung meldet, kann ich Wagen hinschicken. Lärm? Das kann ich. Gut. Machen wir wieder Sneaky-Peaky Infiltration von Baustellen. Ja, schon bin ich gerade heimgekommen und einen frischen Kaffee vor mir. Sehr gut. Sehr gut. Dann lass dir den Kaffee auf alle Fälle schmecken und genieß den Stream. Ja, mach's dir gemütlich auf alle Fälle, was? Ach, und ich mach dich dafür verantwortlich. Für was? Für was machst du mich verantwortlich? Im Holz haben wir auch sauber giften müssen. Ich war heute auch schon im Holz, tatsächlich. Sie waren in meinen Schuhen, meiner Hose. Wow, ich will nicht hören, was in deiner Hose los ist. Monster in der Welt, ja, bist du selber schuld, wenn du das nicht hörst. Aber gesagt, das ist ein gutes Spiel. Meine auch. Ich habe 6 Monate gekriegt. Gefällt's dir? Monate ohne meine Frau. Das ist Urlaub. So, jetzt Moment einmal. Wo ist jetzt da? Da geht so ein einzelner Hampelmann umeinander. Das ist gut. Der haben wir erst einmal die ausschalten, die wo sowieso vor nichts eine Peilung haben. Jetzt passt so macht. Da kann man aber jetzt an der Stelle natürlich wieder unser Spinnenfalle da auslegen. Dann kriegen wir nämlich da auf alle Fälle ein bisschen Ruhe rein in die Geschichte. So, da geht auch noch einer komplett ahnungslos durch die Gegend. Das ist auch schon mal gut für uns. Weil den nehmen wir natürlich auch dann mit. Nee, überhaupt nicht. Wie, was? Nee, überhaupt nicht. Wie ich eingegangen bin, war alles in Ordnung. Auf einmal sind überall Autos umeinander. Was? Sind überall Autos umeinander gefahren. Beim Heimgehen ist jeder Scheiß einfach mit Auto vorgestanden und alles auswärtig. Ich war ja mit der Fußmaschine draus. Ja, das sind wahrscheinlich lauter Schwammerlsucher gewesen. So, der steht einer komplett random umeinander. So, den holt's. Der ist noch Gefahr, der geht jetzt spazieren und der da oben bleibt allein. Nein, bleibt allein, der geht wandern, das ist gut. Der macht Wandertag, ja. Ausflug in der Schule, Wandertag, zauberhaft, so. Oink. Das sind 40, 50 Kilometer zu uns gefahren. Was man nicht alles tut für Schwammerl. Gemäß dem Wald, sie waren wirklich Schwammerlsucher, ja. Aber wenn da so viele Autos waren. Aber was ist seine Mission da jetzt eigentlich? Am helllichten Tag mit der Taschenlampe umeinander leuchten. Ja? Das ist eine sehr zauberhafte Idee. Das ist auch eine sehr zauberhafte Idee, wenn du mich fragst. Sagst du, deswegen ist der ja schon sicher. Da hättest du lieber auf deinen Kaffee gleich, das war gescheiter gewesen. So. Da haben jetzt noch 2. Der da hinten chillt schon an der Wand, da hat die Falle schon mal dezent zugeschlagen. So, das heißt, wir müssen jetzt da irgendwie Erden da ablenken. Das Problem ist, wir haben da jetzt keine Mauer nicht, wo man unsere Spinnenfalle abbringen kann. Jetzt schauen wir mal, ob wir die 2 da hinten irgendwie auseinanderbringen. Die gehen nämlich auch spazieren. Da müssen sich das nämlich super ausgehen. Da gehst du her. Ja, so war es jetzt eigentlich nicht geplant. Ja, okay, ich weiß zwar nicht, wie das jetzt funktioniert hat, aber okay.
So, der ist jetzt auch mittlerweile schon allein. So, und jetzt ist vorbei mit Sneaky Peaky, weil jetzt halt greifen nämlich alle an. Na, was sagst du jetzt? Den machen wir fertig! Verstärkung! Für einen Typen im Knast sind Fisks Männer verdammt loyal! Du entkommst uns nicht! Hey, Neuzugänge! Hatte ich erwähnt, dass das hier eine Mitbringparty ist? Legt zusammen! Im Ernst, ich brauche noch was für die Miete! Hat er den Schelm gehalten? Ich habe gerade erfahren, dass hier Unmengen an Falschgeld im Umlauf sind. Falschgeld? Eine aussterbende Kunst. Dann gebe ich ihr mal den Rest. Er schafft es nicht alle! An der Stelle will ich weglaufen. Schlechte Frisuren, zu viel Parfüm. Yep, noch mehr Fisk-Ganoven. Was ist das für ein Mist? Versichert. Heute rein, Scheiß. Mehr Nachschub? Leute, Willy hat gesagt, ihr sollt euch freinehmen. Pfadfinder Ehrenwort. Ich bring dir Respekt bei. Es hat aber ganz schön Fäden in der Baustelle. Das hat wehgetan. Jawohl, der Kinnhaken überhaupt. Das wird wehtun. Oh. Er spinnt mich ein. Der spinnt doch. Schnappt ihn euch. Sehr gut, alle Männer des Königs. Whatever. Sie klauen uns eine Schwammerl, ja wahrscheinlich. Jetzt ist ja alles ruhig, Captain. Super, noch eine Einnahmequelle, die Wilson Fisk nicht mehr für die Anwaltshonorare nehmen kann. Aber Mozart ist doch zauberhaft, wenn der Monster Hunter gefällt, oder? Habe da quasi nicht zu viel versprochen. Wie viele Baustellen von Fisk gibt es noch? Keine mehr. Alle haben Überstunden gemacht, um Geld reinzubringen. Naja, jetzt ist es nicht mehr so einfach, die Geschäfte zu führen. Das ist schlecht für Fisk und gut für New York. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. Willy! Wie lustig, ich war gerade auf einem von deinen Gebäuden. Und du wärst geschockt zu hören, dass da kriminelle Machenschaften im Gange waren. Um's kurz zu machen, deine Baufirma ist dicht.
Ich habe andere Einnahmequellen, aber du hast mir Probleme gemacht und das wird Konsequenzen haben. Ich vergesse nichts und mein Einfluss ist groß. Ich sollte all die Typen, die geschworen haben, mich zu töten, um das Privileg kämpfen lassen. Okay, kämen jetzt dann als Ersatz praktisch dabei einmal keine anderen Dungeons, in Anführungszeichen, dazu, abgesehen jetzt von den Dämonenlager, was wir uns jetzt dann auch noch anschauen werden, ja? So, wir clearen jetzt dann auf alle Fälle mal den Bezirk da ab, ja, damit wir schon mal 3 Bezirke haben, immerhin, ja? Und dann machen wir weiter mit der Hauptmission. Ja? Da schauen wir uns einmal an, wie dann der Peter Parker an Martin Lee stellen möchte, der ja der Kopf der Dämonen ist, sozusagen. Ja? Mir darf wieder vorschlagen, wir fangen mal wieder ganz normal mit dem Blitzen an, ja? Mit dem Fotografieren. Da haben wir jetzt halt insgesamt 6 Wahrzeichen. Vielleicht da sind wir, wenn wir das noch mitnehmen. Schauen wir mal. Dann fangen wir einfach da an. Und dann sehen wir schon. Heute können wir tatsächlich ein bisschen länger machen. Wie gesagt, heute ist ja mein letzter Stream vor der Operation. Ja, also in der Woche kommt nach dem Stream heute safe keiner mehr. Ich werde dann eher mal schauen, vielleicht jetzt noch, wenn sie wer findet, der sich noch mit mir das Problemchen anschauen möchte. Ich werde schauen, dass ich das Technische zum Beispiel stark einmal auf Vordermann bringe. Ansonsten wird wahrscheinlich die Woche sonst nichts Content-Technisches mehr passieren. Ja, ich gehe mal sehr, sehr schwer davon aus. Deswegen darf ich mal vorschlagen, dass wir heute auf alle Fälle so bis um eine halbe, 5 Streamer werden. Dann passt es, dann haben das fast 5 Stunden live. Und ich glaube, das passt. Mal sehen. Eine internationale Sicherheitsfirma. Normalerweise von Regierungen engagiert, um Revolutionen zu beenden oder zu starten. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Stadt voller schießwütiger Söldner. Wow, die sozialen Medien laufen heiß. Sie richten in der ganzen Stadt Kontrollpunkte ein und führen zufällige Kontrollen durch. Das ist verrückt. Nein, Norman Osborn fühlt sich bedroht. Mich würde mal interessieren, was genau die Kräfte hinter die Dämonen ist. Was genau das für Zeug ist, was die nehmen. Hier Sable-Zentrale. Wie ist die Lage south of Houston? Dämonen schießen auf Transportwagen Bravo. Brauchen Verstärkung. Cooles Fenster, aber... Gut, das erste Wahrzeichen haben wir. Nehmen wir das auch gleich noch mit. Das Gefühl, dass da drin Den Daumen müssen wir dann auch noch fangen in dem Bezirk. Da ist eine Taube. Nicht wegfliegen, bitte! Ja, um die kümmere ich mich noch halt. Gutes Foto. Ja, vielleicht schaffe ich es aber vorher noch. Ja, schauen wir mal. Ah, das ist zu weit weg, das schaffe ich nicht. Wahrscheinlich schaffe ich es nicht. Okay, schaffst du. Ja, okay. Hier Sable-Zentrale. Brauche eine Meldung zur Lage north of Houston. Außenpost Max-Ray wird angegriffen. Die Dämonen. Empire State University. Meine Alma Mater. Was, das Wort Empire State? Schuld an meinem Studienkredit. Sehr schön. Okay. Das geht ja immerhin ziemlich schnell. Das Fotografieren. Okay, da ist ein Verbrechen, das machen wir jetzt auch gleich noch mit.
Natürlich wieder mal Dämonen, weil was war denn sonst? Normale Gangster haben ja langweilig geworden mittlerweile. Ja, wahrscheinlich. Ich kann es nicht riskieren. Hey, ich hab nichts mit den Typen zu tun, aber ich vermöbel euch trotzdem. WTF, was war denn das? Ist ja ein Dämonenabwehrsystem, oder was? Und aber ganz schön harte Geschütze auf. Die Stadt wird zum Kriegsgebiet. Hat aber Spaß gemacht. Ja, da kannst du auch mal auf Verbrecher schießen mit dem drum. Das ist, steht absolut im Verhältnis. Das soll ein Sicherheitsdienst sein, oder was? Ich bin mir sehr sicher. Sicher ist, dass mit denen wahrscheinlich keiner anlegt. Alle Einheiten. Wir erhalten Meldungen über eine scharfe Bombe im Gebiet. Bitte Einheit nach Flatiron. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Was? Nein, Bomben. Wie, was Bomben? Da hinten ist Bomben. Nächste Bombendrohung, Officer? Ah, genau. Und wieder. Hauptgerät deaktivieren, dann die Nebengeräte ausschalten. Okay. Wahrscheinlich da oben, oder? Sorry doch. Oh, hi. Ich sagte kein Rathaus mehr und das war mein Ernst. Ach, der kann das schießen. Dämon besiegt. Auf zur Bombe. So, dann müssen wir... Jetzt bloß keine feuchten Hände. Okay. Was brauchen wir mit Zielspannung? Muss sein 2. Okay. Jetzt schauen wir mal. Da nehmen wir jetzt einfach da mal ein 3er rein. So, dann brauchen wir da wieder Apps. Da geht ein Grundstückel, das muss dann um. So, da brauchen wir jetzt eine Minusspannung. Jetzt warten wir auf 2 und das ist auch Minusspannung 2. Das heißt, wir haben 0, das heißt, die sind 2, 2, dann muss da 5er rein. Geschafft. Okay. Wifey, danke für dein Lurk. Viel Spaß weiterhin. Hab den Schlüssel. Oh nein. Die Notsicherung. Die Timer der anderen Bomben laufen. Ich muss schnell sein. Achtung, Spidey! Scharfschützen! Oh. Wird er immer schöner. Er steht da oben tatsächlich. Hüpfte. Hey, Captain Fred! Danke dir für dein Following. Der nächste aus der Monster Hunter Community. Alles fit bei dir? Das war knapp. Gute Arbeit, Spider-Man.
Zupfte. Ja, was haben wir mit dem oder? Ja, der Yoshi's Island hat ein Meme draus gemacht. Schon gleich. Oder was heißt ein Meme, kann man so nicht sagen. Brett, alles flauschig bei dir. So, jetzt pass auf. Was wollten wir jetzt tun? Genau, wir haben jetzt die Wahrzeichen haben wir jetzt fotografiert. Da machen wir jetzt die Rucksäcke. Ja? Ah, da ist noch ein Daumen haben wir tatsächlich noch. Und ein Black Cat Dingenskirchen. Ja gut. Das mache ich doch gern. Passen Sie auf sich auf, Officer. Fertigkeitenpunkte haben wir da schon 2 tatsächlich. Wir haben 2. So. Innovatorbaum ausgefüllt. Nice. Dann machen wir jetzt mit dem Verteidigerbaum dann weiter. Ich habe gehört, der Skill soll ziemlich fucking OP sein. Das heißt, bewerten wir da instant. Oh, der braucht aber tatsächlich 3. Ist gar nicht einmal so unwenig. Aber das kriegen wir hin. So, können wir da jetzt was verbessern? Ja, können wir. Nice. Weil wir ja da Stufe 20 schon haben. Gut, dann haben wir das weiter verbessert. Netzbomben. Geht auch, die verbessern wir auch gleich weiter. Ich fasse das jetzt einfach mal als Ja auf, okay? So. Können wir die auch verbessern? Nein, können wir nicht, weil uns Herausforderungsmarken noch abgehen. Die wir ja kriegen. Später mal. So, ansonsten, das nutzt man eigentlich jetzt noch nicht so wirklich stark. Wobei es wahrscheinlich nicht schon wird, dass man das demnächst auch mal... Gut, da brauchen wir ja auch die Herausforderungsmarken. Haben wir ja nicht. Okay, die Spinnen, aber keine Ahnung, was die Spinnen für ein Ding hat, ob man die überhaupt einsetzt. Die verbessert die jetzt auch erstmal nicht weiter. Ansonsten passt es dabei einmal. Ja, sehr schön. Das hört man gern. Achtung Leute, wir lassen eine Bombe platzen. Wir haben eine Dame am Telefon, deren Mann von Spider-Man... Gut, Rucksack Nummer 1. Gleich weiter zum nächsten. Nein, Sie haben alles falsch verstanden. Mein Mann wurde von Verbrechern in den Kofferraum eines Wagens gesperrt. Spider-Man hat ihn rausgeholt und die Verbrecher bei ihrer Rückkehr verhaftet. Den letzten Teil hatte ich wegen der völligen Inkompetenz meines Praktikanten nicht verstanden. Aber überlegen Sie mal, Spider-Man könnte die Entführung auch arrangiert haben, um ihren Mann zu retten und die Lorbeeren zu ernten. Gut. Die Stories von dem Jameson, die haben einfach zum Brüllen eigentlich. Also total nervig, aber total komischer zugleich. Weiß nicht. In einer Pattsituation. Alles Gute für Sie und Ihren Mann. Jared, mach Werbung, dann feuer dich selbst und stell dich wieder ein, bevor die Werbung endet. Aber jetzt hängt dein Job am seidenen Faden. Ich würde dir sofort den Lohn halbieren. Okay, alles klar, Jameson. Sonst geht's dir gut. An alle Agents im Tenderloin. Wie lautet Ihr Status? Dämonen greifen Außenposten Romeo an. Schickt Verstärkung. Was Außenposten Romeo? Leck das, Spider-Spinner! Ich hab keine Zeit! Ja, okay, machen wir das auch noch schnell, weil... Ach, die haben wieder mal am Dach rum, oder was? Die Dämonen zetteln einen Krieg in der... Hey, Dächer sind Ah, zum ja. Grillen da! Nicht zum Ballern! Oha! Weil das Geballerne von einer da hinten ist irritiert aber auch ganz schön. Klar, ich hab euren Job für euch gemacht, aber passt schon. Action ist mir Lohn genug. Okay.
Oh, das ist auch wieder sehr zauberhaft abgebracht, du, das Ding. Braucht einen Lagebericht für die Garnison in Chelsea. Dämonen schießen auf unseren Transporter. Schon wieder? Von denen will man es aber ganz schön, da. Oh, ich komme mit Sable Internet. Oh, weg ist sie! Hey, ich hab nichts mit den Typen zu tun, aber ich vermöbel euch trotzdem! Ja, den Spruch hat er vorher schon gesagt, okay. Seit heute weiß ich bin ein schlechter Taubenfänger. Oh, komm zurück, Vögelchen! Oh, ihr lasst den Nachschub einfach da hinten warten, damit ich glaube, ich gewinne. Und die Taube kennt sich in der Stadt besser aus als ich. Hey, wo ist denn noch einer? Ah, Ach, da erhöht. du hörst noch von mir, du Schmutzfink! Wie unfähig handen die? Die schießen da ungefähr 7 Millionen Magazine durch und killen irgendwie keinen. So, okay. Das meine ist jetzt der letzte Rucksack da in dem Bezirk, oder? Ja. Tatsächlich. Sorry, Jungs. Ich scheine ein Helfersyndrom zu haben. Okay. Dann ist da herunter jetzt das Black Cat Ding. Irgendwo. Ah, dahinter. Black Cat war hier. Sie war das persönlich, als ich sie das erste Mal erwischt habe. Oder hat sie mich erwischt? Das kann nicht nur ein raffinierter Flirt gewesen So, jetzt sein. passt auf. Muss irgendwo relativ in der Nähe sein. Plant da was? Mal schauen. Da hinten vielleicht irgendwas? Ah, da, okay. Bam. Das ist die Wohnung von Ty Stone. Da ist alles voll mit unbezahlbarer Kunst. Du spielst mit dem Feuer, Felicia, aber da stehst du drauf. Mhm, sie steht auf heiße Typen, oder was? Was? So, machen wir das mit der Forschung? Beziehungsweise, nein, fangen wir die Daumen. Das Lästigste, den wir gleich mal beseitigen. Zwölf gibt's da insgesamt. Okay, not to know. Taubenalarm. Oh, weg ist sie! Die will mich heimsüße. Okay. Zeit für Forschung. Ja, das großen wir jetzt einfach alles ein wenig ab. Ja, dass wir das Spiel ein wenig strecken können. Ja, müssen wir auch nicht nur Story rushen machen, tatsächlich. Weil bei Spider-Man ist jetzt so, da kenne ich ja eigentlich alles noch gar nicht. Da kann man das schon mal ein wenig strecken. Ladenüberfall. Officer in der Nähe, bitte ins... Klugen Zuhörern muss ich nicht sagen, dass der Kult, die Gang, die Terrororganisation der Dämonen, alles davon trifft zu, außer Kontrolle ist. Ich spreche jetzt mit einem Überlebenden eines Angriffs. Erzählen Sie. Ich war bei mir zu Hause, als wir hörten, dass... Übersicht. Diese Station ist meine versteckt in der Menge. Diese Station ist meine Antwort auf Oscorps hoffentlich bald eingestellte Chemiewaffenforschungen. Systematische Gegenmittel für einige der gefährlichsten chemischen Stoffe der Welt. Für diese Analyse benötigen wir hier drinnen natürlich Proben der besagten Chemikalien. Ja gut, machen wir halt das einmal. Okay. Sei vorsichtig hier drin, Pete. Die Station analysiert gefährliche Chemikalien. Im Prinzip wollen wir sehen, wie man sie bekämpft, wenn sie nach draußen gelangen.
Ja, was hoffentlich nie passieren wird. Oh nein, jemand ist eingebrochen und hat einen flüchtigen Raketentreibstoff gestohlen. Sie haben den Container beschädigt. Er ist undicht. Nach der Zeiterfassung der Überwachungskameras ist es gerade passiert. Ich muss ihn zurückholen. Meine Spider-Bots sind nur Prototypen, aber das ist ein guter Zeitpunkt, um einen zu testen. Die Sensoren können der chemischen Spur folgen. Besser, als wenn ich hinter dem Dieb herschwinge. Wenn er ausflippt und das Hüt... Ich brauche einen ruhigen Ort, um den Spider-Bot einzusetzen und zu steuern. Ach, ich bin jetzt eine mechanische Spinne, oder was? Ja, das ist ja cool. Mein Mini-Ich beseitigt nicht nur die Flecken, sondern führt mich direkt zum Dieb. Wenn wir die unter den Rock schauen, sag's gleich, was es ist. Schmutz. Ey, bleib stehen. Sagst du nicht, dass Spinnennummer muss? X. Der Dieb versteckt sich in der Menge. Ich treibe sie mit einem Ultraschallschuss auseinander. Tut nicht weh, aber ist absolut irritierend. Hä? Tut nicht weh, ja genau, die laufen alle zusammen. Das tut mit Sicherheit nicht weh. Zum Glück ist das Zeug nur bei einer langen Exposition giftig. Oder wenn es verbrennt. Ah, da hinten. Ja, das ist so cool. Das ist cool gemacht, das gefällt mir. Vielleicht? Oh, Flauschnägel! Oh, ist Flauschnägel! Oh! Wo ist er denn hier, der Flauschnägel? Flauschnägel gone. Wo ist der Flauschnägel? Frechheit, Flauschnägel ist weg. Vielleicht nicht. Wie jetzt unter Parkbank kann ich nicht durchrennen, oder was? Ah doch, okay. Oh, da ist Flauschnägel! Ah, so ein braver. Ah, so ein zauberhafter, ha? Ich mag deinen Dialekt, kommt mir so heimisch vor hier. Bist du auch irgendwie in der Richtung? Österreich, Bayern, oder wie darf ich das verstehen? Aber schau mal, danke fürs Kompliment. Freut mich, wenn dich mein Dialekt... Er ist in der Menge. Zeit, ihn auszuräuchern. Wenn dich mein Dialekt anspricht. Aus Österreich. Ja, wieder einer. Wir haben ja schon unfassbar bei Österreicher in unserer Community. Aber fühl dich herzlich willkommen. Ja, das ist natürlich überhaupt kein Thema. So, die Spur endet hier, oder was? Du, wir werden überwarten, wenn wir einmal anscheinend schläfern, ha? Ob er dann auch noch so lässig umeinander läuft. Er läuft weg. Ich muss ihn mit einem Netz einschnüren. Lass das sein! Ich hab ihn. Jetzt hole ich mir den Treibstoff. Ja, nice. Geschafft. Jetzt muss ich den Treibstoff nur noch zur Station bringen. Ja, okay. Kleines Spider-Bot ist nützlich. Austrian Superman. Wenn die Dinger günstiger wären, wären sie eine große Hilfe. Ja, haben wirklich schon einige Österreicher da. Also, ich dachte, ja, 50% vielleicht noch nicht, aber ja, doch einige. Marshall, der Mozok, der Sai, du. Also, da kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Die Chemikalie ist wieder an Ort und Stelle, die Sicherheit der Station ist verbessert und Yuri hat das Videomaterial für die Verurteilung. Diese Station hat sich ihren Erhalt verdient. Sie wird sicher nicht geschlossen, vor allem jetzt, da die Chemikalien sicher weggesperrt sind. So.
Freunde, ich muss jetzt mal schnell kurz austreten. Ja? Bin aus Oberösterreich. Ja? Du sagst, der Xeno ist auch aus Österreich. Ja? Also wie gesagt, wir haben schon einige Leute, die wollen aus Österreich kommen. Hashtag Lieblingsnachbarn. Ja? Das ist einfach mal eine Tatsache. Jetzt passt's auf. Freunde, ich mache jetzt schnell ein kurzes Päuschen. Ja? Wir tun noch ein bisschen weiter. Also fertig sind wir noch nicht. Ich gehe jetzt schnell kurz aufs Klo, hol mir was zum Trinken. Und ja, jetzt könnt ihr dabei auch schnell was zum Knabbern holen oder schnell kurz aufs Klo gehen oder frisch machen, wie auch immer. Wir werden noch ungefähr eine Stunde machen, gute Stunde, also eine Stunde auf alle Fälle noch, vielleicht noch 1,5, schauen wir mal. Wir machen jetzt dann weiter mit der Hauptmission, schauen wir mal, was der Herr Mr. Martin Lee da zu der Anschuldigung zum Sagen hat. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch zerreißen, okay? Also, ich bin in 1,5, 2 Minuten wieder da und dann machen wir weiter. Bis gleich. Spider-Man soll sich in der Nähe von Funktürmen rumtreiben. Erst dachte ich, er wolle sie sabotieren, aber... Ja. Klingt nach Burgenland. Möglicherweise. 4 bis 5 Leute, unfassbar viel. Nein, das sind schon mehr. Mir fallen halt jetzt auf Anhieb nicht alle ein. Also ich glaube, das keine Ahnung. Ich kann jetzt keine Zahl nicht nennen, aber es sind schon einige mehr. Was auch gut so ist. Ja? So, schwingen wir noch ein wenig weiter.
Schwingen wir nur ein wenig weiter, dann sehen wir es schon. Gut. Machen wir die Hauptmission. Beziehungsweise in dem Bezirk haben wir ja jetzt alles. Oder? Sehe ich das richtig? Das sehe ich richtig, meine ich. Schaut ihm gut aus. Ah, da haben wir einen Rucksack übersehen, da schau her. Ja, den nehmen wir noch schnell mit, das macht jetzt nichts. Der liegt ja auf dem Weg, quasi. Ich vermute mal, dass das Oberösterreich, das Burgenland ist, wenn du jetzt, wenn aus Oberösterreich ist. Ist halb richtig, ja, sagst du, oder? Dann ist der Herr Motzak schon mal nicht so weit weg. Sable-Einheiten, brauche Lagebericht für Little Tokyo. Zentrale, Dämonen greifen Kontrollpunkt Zulu an. Gut. Da haben wir noch ein Verbrechen, das nehmen wir auch noch schnell mit, weil es ja eigentlich eh quasi schon fast auf dem Weg liegt. Und dann machen wir die Hauptmission. Wäre typisch New York, wenn es um einen Parkplatz ging. Ist der schon mal weiter? Da geht's zu in der Stadt wie am Stachus. Nice. Oh, mir machst du. Gut, jetzt aber. Mr. Harte Schale. Du Hauptmission. liebst mich doch. Und ich dich auch. Gut. Ist natürlich auch vom Vorteil, wenn er seine Taschen offen da stehen lässt, dass er reinringen kann. Seine Ledertaschen. Peter. Also, wenn du das hier jetzt leitest, während Mr. Lee weg ist, wer macht dann deinen Job? Ha, ich. Aber etwas Hilfe könnte ich brauchen. Weißt du jemanden? Zufälligerweise ja. Sein Name ist Miles Morales. Kommt mir bekannt vor. Sein Vater hatte die Ehrung im Rathaus. Oh. Ich traf ihn bei der Beerdigung. Er ist ein guter Junge. Er macht nur gerade viel durch. Ich kannte auch mal so einen Jungen. Ja, ich erinnere mich, dem half Ablenkung. Ihm vielleicht auch. Hier, die Nummer seiner Mom. Danke. Ich rufe sie an. Du hast nichts von Mr. Lee gehört, oder? Nein. Warum? Ach, nur so. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch irgendwas, womit ich dir helfen kann. Oh, das musst du nicht. Ich weiß. Ich möchte aber. Garantiert, dass wir uns jetzt in sein Büro schleichen müssen. Ich sollte mir Lees Büro ansehen. Was sag ich denn? War der auch komisch gewesen, wenn nicht. Was gibt's da jetzt wieder? Ein Obstteller oder was? Ja, nein, den kannst du behalten. Fleisch bei. Oh! Na, ein Topf. Muss ich jetzt auch nicht haben. Pete, schön, dass es dir gut geht. Ja, ich halte durch. Okay, wer bist du? Stell dir heute mal vor. Ich habe für dich gebetet. Danke, nett von dir. Ach ja, stimmt. Stimmt, wir haben ja von der Granaten irgendwie hops genommen worden, so mehr oder weniger. Sein Büro ist abgeschlossen. Wie komme ich da rein? Unauffällig. Unauffällig, ja. Durch einen Lüftungsschacht wahrscheinlich, oder? Ja, natürlich stehen die zwei jetzt auf, wenn wir das Sneaky Peeky machen müssen. Ist auch völlig klar, oder?
Vielleicht gibt es einen Lüftungsschacht. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Alter, was ist denn das für ein fancy Lüftungsschacht? Ich war noch nie in dem Zimmer. Was war's jetzt? Wow, was zum... Hochspannungsleitungen. Was braucht so viel Strom? Da. What the fuck? Ich verstehe. Aber die Kontonummer ist in Mr. Lees Büro. Da komme ich nicht dran. Ich rufe Sie zurück, sobald ich die Informationen habe. Nein, ich weiß nicht, wann das sein wird. Ich will den Geschäftsführer sprechen, bitte. Aha, der Schrank mit dem Familienfoto, da ist es immer Geheimtier, hundertprozentig. So, sie denken sich jetzt scheinbar alle nichts, dass ich in dem Büro hereinstehe, wo es zu ist. Der Raum, den ich von der Lüftungsanlage aus gesehen habe, er müsste auf der anderen Seite des Schreins sein. Lees Eltern. Ach, das sind seine... ist ein Schlüsselloch. Lee soll von seinen Eltern ausgesetzt worden sein. Warum Leuten gedenken, die einen weggeworfen haben? Da müssen wir uns ein bisschen umschauen. Die Geistergeschichte, die Lees Vater ihm vorgelesen hat. Über einen Dämonen, der nur durch Gleichgewicht beherrscht werden kann. Vergiss nicht, sagte der alte Mann, nur Gleichgewicht kann die Macht des Dämons zügeln. Ohne Gleichgewicht wird das Monster jeden bekämpfen, der versucht, es zu kontrollieren. Ja, toll. Schä. Super Sache. Lees Tagebuch. Okay. Der passt sicher in das Schloss des Porträts. Wilson Fisk wurde verhaftet, ich kann es kaum glauben. Der Tag, von dem ich geträumt habe, ist endlich da, doch aus irgendeinem Grund zögere ich. Kann ich das wirklich durchziehen? Es wird alles so schnell gehen, wenn ich ein Wort Lee sage. scheint hin und her gerissen. Als ob das nicht der richtige Weg für ihn wäre. Meine Männer holen sich Fisks Waffen, seinen Sprengstoff, seine Geheimnisse. Mit dieser Stärke werden wir Norman zeigen, was echte Schmerzen sind. Er wird wissen, wie es ist, wenn er das, was er liebt, mit seinen eigenen Händen zerstört. Okay, scheinbar muss der Mr. Norman Osborn dem Lee ziemlich scheiße anhaben, weil sonst hätte er nicht so eine Wut auf den Typen. Doch um das zu erreichen, müssen wir so viel aufgeben. Alles, was ich bei Feast aufgebaut habe, all das Gute, das ich getan habe, wird ausgelöscht, wenn mein Plan funktioniert. Meine Chance ist endlich da und doch zögere ich noch. Soll ich umkehren? Ja, war wahrscheinlich gescheiter gewesen. Ein Teil von mir möchte das, doch der Dämon ist hungrig und ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um ihn aufzuhalten. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, was haben wir da? Im Foto fehlt das Bild am Schrein. Stimmt, da ist ein Yin-Yang-Zeichen dahinter. Ja, okay. Ja, jetzt hätte ich, ach doch. Eine Art Rätselschloss. Okay. Das scheint richtig. Okay. Ah, verstehe. Ja, na, eigentlich nicht. Ach, das muss Ort drum sein, oder was? Ja, ist schon gut. Aber das Kleine kann ich... Ach, das kann ich auch nicht mehr. Ah, okay, das muss übereinander kommen. Okay. Ich
Glaube ich. Ja. Jetzt hat. Wow. Was verstecken Sie, Lee? Verborgenes Motiv, untersuche Lees Geheimraum, okay? Lee überträgt den anderen seine Kräfte. Wie tränkt Lee sie mit seiner Macht? Bioelektrische Induktion? Das darf mich interessieren, was das ist. Das darf mich interessieren, was das ist. Was das für Kraft ist, was der da hat. Lee ist besessen von Masken. Ist das was Psychologisches? Als ob Ja, er vorgeben musste, jemand anderer zu sein, um seine dunkelsten Gefühle herauszulassen. Vorgeben musste, ein Dämon zu sein, bis er einer wurde. Ein Symbol halt praktisch. Okay. Gruselig. Okay. Ich spüre, wie meine Kraft wächst. Sie nährt sich von meiner Wut. Vater würde sagen, ich hätte mein Gleichgewicht verloren, aber er hat es nie begriffen. Man kann ein Monster nur bekämpfen, indem man selbst eins wird. Finsternismagie. Ist doch der Voldemort im Spiel, meinst du? Okay. Hast du irgendwas? Alles Infos über Norman Osborn. Seine gesamte Karriere. Lee muss von ihm besessen sein. Voll der Mord, ey. Ja, aber sonst? Achso, da liegt noch. Alter, da liegt der Akten, die habe ich nicht gesehen. Wow, das ist der Ordner, den MJ im Auktionshaus gefunden hat. Vielleicht liefert uns das einen Hinweis auf seine Pläne. Devil's Breath. Teufelsatem, okay. Ein Brennraum, verkabelt, um Beweise zu vernichten. Deswegen hat er Starkstrom. Noch einer. Wenn die Polizei das gefunden hätte, oder May, ich will mir gar nicht vorstellen, was dann passiert wäre. Okay, also hast du quasi jetzt nichts mehr aussieht bei der Bude da, oder was? Okay, durch das Bodengitter. Okay. Also, wie komme ich hier raus? Für das, dass dieser Ding ist, ein Obdachlosenheim, ist das ziemlich spooky, das Gebäude. Hallo, Peter. Oh. Mr. Lee. Ich dachte, Sie wären verreist. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Martin, du bist zurück. Ich nehme das. Dank dir. Und leider auch gleich wieder weg, fürchte ich. Ich brauchte nur was aus meinem Büro. Hast du das vom Rathaus schon gehört? Ja. Tragisch. Peter war dort. Er hatte wirklich Glück. Bei einer Osborn-Rede? Ich hielt dich nicht für einen Fan. Oh oh. Tja, Hauptsache, euch ist nichts passiert. Amen. Die Bombenleger sind noch da draußen. Wer weiß, was sie als nächstes planen. Ich glaube nicht, dass du oder May euch Sorgen machen müsst. Solange ihr euch von Orten fernhaltet, wo ihr nichts zu suchen habt.
Tja, ich muss los. Wann kommst du zurück? Wenn meine Arbeit getan ist. Mhm. Ja, ist natürlich klar, er erwischt ihn natürlich im Flagranti, dass er da in einem Raum drinnen ist, wo er nicht reinkommen soll. Halt, halt, halt! Was zum... Ich glaube ja auch sogar, dass er der Spider-Man ist. Du kriegst doch immer einen Haufen Erfahrung für nichts und wieder nichts eigentlich. Ich habe endlich den Beweis. Du musst schnell zum Feast Center in Chinatown. Was werde ich da finden? Eine nette Dame namens May Parker. Und in Lees Büro sind echt seltsame Sachen versteckt. Hör zu, er hat einen weiteren Angriff geplant. Wo? Wann? Da arbeite ich noch dran, aber er will etwas mit dem Namen Teufelsatem verwenden. Das klingt gefährlich. Was ist das? Eine von Oscorp hergestellte Substanz. Vielleicht eine Art Biowaffe. Ich habe einen Ordner voller Informationen darüber. Ich behalte ihn erstmal. Ich schicke so bald wie möglich Kopien. Okay, wir sehen uns sein Büro an. Wenn die Beweise ausreichen, gebe ich eine Fahndung raus. Na, Herrgott, Seele, wenigstens... MJ, hey, ich wollte mich mal melden. Peter, hey, kann ich dich zurückrufen? Das interessiert dich sicher. Warte, warum flüsterst du? Ich bin nur gerade beschäftigt. Wie wäre es mit Abendessen? Bei mir? Oh, klar. Ich koche auch. Cool. Bis dann. Warte, weißt du noch, wie du mir über Lees Verderben durch Berührung erzählt hast? Ich glaube, ich habe das gesehen. Wie? Ein paar nette Obdachlose haben mich angesprungen. Ihre Augen glühten. Und Yuri hat mir etwas Ähnliches über die Wache erzählt. Ist der Ultra-Instinkt bekehrt? Schocker hat für Lee gearbeitet? Es hängt alles zusammen. Ich habe noch mehr Infos. Aber da reden wir beim Essen drüber. Ja, bis dann. Abendessen. Was soll ich kochen? Schnitzel, zirkt immer. So, was muss ich jetzt eigentlich da, ist die Frage. Ah, zum Octavius. Wie geht's Ihnen? Parker, spannende Neuigkeiten. Kommen Sie ins Labor. Wie jetzt? Das ist meine... Eine gute Eitrige ist aber auch gut. Müssen Sie unbedingt sehen. Ah, cool. was da aus der Mama mal. Kann ich später kommen? Es kann warten. Sie müssen das sehen, Peter. Okay. Komme sofort. Okay, wir müssen zum Osborn. Ja, machen wir das gleich. Machen wir das gleich, weil dann haben wir das auch schon mal hinter uns. Das ist ja dann schon mal was. Und dann schauen wir uns auf alle Fälle, ich mag heute noch so ein Dämonenlager machen. Das machen wir dann gleich im Anschluss. Ob ich jetzt wieder einen Job habe? Ich kann wohl eine Minute vorbeischauen. Lass mich raten, er lässt dann sicher wieder die MJ sitzen, weil er wieder irgendwo versumpft. Das ist typisch Spider-Man. Mit einem Buckel und einem Kindershaas, dazu noch, Blech. Mr. Motzog, ich verstehe die Frage nicht. Also, Triple J, früher dachte ich, dass Sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, Sie hatten recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir. Aber ich will keine Gratulation. Ich hätte mich sehr gerne geirrt. Doch lieber wäre ich in einer Position... Der Captain, okay, das ist Österreicher Sprache, das verstehe ich quasi nicht. Okay, alles klar. Ich bin ein Vollnoob, ich hab's verstanden. Ein Vollkeck, wie der Captain der Captain Fred jetzt gesungen hat. So. Hallo, Doktor. Hallo, Peter. Es dauert nur eine Minute. Just Fred ist okay, okay. So viel neues Zeug hier. Okay, irgendwie schaut das noch genauso aus wie vorher, aber naja. Sprich? Also ich muss da hinten hin.
Wo haben Sie die Ausrüstung her? Hab all meine Beziehungen spielen lassen und ein paar Kredite aufgenommen. Wir fangen wieder ganz von vorne an. Aber dieses Mal wird es anders sein. Okay, trotzdem glaube ich, dass der noch böse wird, der Typ. Ein Spider-Man ohne Doc Ock war komisch. Sie waren fleißig. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel betrachtet. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Okay, das sollte reichen. Bereit? Geht jetzt garantiert schief. Alles in Ordnung? So, ja, das Schiff geht. Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du verdammter! Na, ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen. Es ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten. Ich glaube, dass er dann so verzweifelt ist, dass er dann korrumpiert. Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College. Tja. Und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Wir beide wollten die Welt, verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment. Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit im Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Ein Korb noch dazu und, einprägsamer Name. Warum haben Sie aufgehört? Norman wurde immer besessener von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam Es wurden Anwälte eingeschaltet. Ich ging und dafür gab es einen Vergleich. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich werde das hier schnell aufräumen. Mit Aufräumen am Montag wiederherstellen. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Kontrolleinheit. Könnte ein Kurzschluss sein. Okay, Schaltkreis Zombau. Zauberhaft. Nicht gut. Muss den Schaltkreis umleiten. Achso, wir müssen mal. Okay, der hat jetzt eine Überspannung. Die haben auf alle Fälle fest, wenn ich das richtig sage, richtig? Und die haben die auch fest? Ja. Die haben alle fest. Nur den kann ich umleiten. So, das heißt, wir müssen mal Zielspannung 5 erreichen. Ah, halt, das war wegen Faye. Fangen wir einfach einmal mit Simi an. Das muss ja dann logischerweise auch anders werden. Der kann sogar außer. Weil wir müssen mal, so wie ich das sage, so im Kreis. So im Kreis wahrscheinlich. Jetzt pass auf, das kriegen wir schon irgendwie. Mal da schauen, da brauchen wir auf alle Fälle eins, was umswitcht. Dann brauchen wir auch nochmal. Okay, warte mal, funktioniert das drum dann? Das brauchen wir auf dem Eck auf jeden Fall. Beziehungsweise wir brauchen ein Stückchen, wo es gerade geht. Wir müssen auf alle Fälle da weil der Strom muss von der Seite kommen. Wo sind sie überhaupt? Okay. Haben wir die da entfernen? Nein.
Okay, ja gut. Jetzt brauchen wir Minusspannung. So, das heißt, da müssen wir her ja einer durch. Dann gehen wir da mit einer höheren Minusspannung. Dann haben wir Zielspannung 5. F. Dann müssen wir irgendwie mit einem grauen Stickel sparen können. Ach, die kann man noch mehr außer tun. Ja, gut, okay. Oh, dieses Mal haben Sie die Ehre. Oh, da hat sie Genips. Bei dem Arm hat sie Genips. Ich glaube, wir haben's. Nächster Schritt? Neurale Schnittstelle. Das ist ziemlich viel Arbeit für einen ganz allein. Kommen Sie zurecht? Offensichtlich nicht, wie sich heute gezeigt hat. Ich habe nämlich noch keinen neuen Job. Ich kann Sie nicht. Ich weiß. Ist schon okay, keine Sorge, mir fällt schon was ein. Was ist schon Geld, wenn man die Welt verändern kann? Auf die neue Welt. One Piece. Was? Verpasster Anruf von MJ. Natürlich kommt es spät. Hey, Wo sind Doktor, wir sonst? ich muss gehen, aber ich komme später wieder. Keine Sorge, die Arbeit läuft ja nicht weg. Was ist das? War ja klar, dass es spät kommt. Bis aufs Green. Gut. Sorry, ich habe deinen Anruf verpasst. Steht unser Essen noch? Essen? Oh, ja, ich wollte eigentlich etwas anderes, aber ja, reden wir beim Abendessen. Mein Angebot, bei dir was zu kochen, gilt noch. Tatsächlich. Tja, ich liebe das Risiko. Ich habe noch zu tun, aber ich kaufe dann ein und melde mich, wenn ich zu Hause bin. Okay, bis bald. Okay, Abendessen bei MJ. Geringe Erwartungen. Das muss doch klappen. Ja, Ich bin ja. nur selbstständig unterwegs, bis sie anruft. Erkunde die Stadt, um deine Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Apropos Fähigkeiten verbessern. Aber wir 2. Verdammt, wir brauchen mal 3. Na, 2. Nice. Okay, dann verbessern wir das gleich weiter. Drücke nach einem perfekten Ausweichmanöver gegen Gewehr und Pistolengegner Dreieck für einen sofortigen Takedown. Das ist halt OP. Und das ist noch mehr OP. So, ich hab gesagt, wir wollten nur so ein Dämonenlager machen. Das machen wir jetzt auch noch. Ich mag sehen, was das Dämonenlager genau ist. Achtung, Einheiten. Haben eine Fahrzeugkollision. Officer, bitte unterstützen. Haben eine Meldung aus Clinton. Over. Böser Unfall da unten. Sicher gibt's Verletzte. Das ist deine Schuld. Keine Zeit. Sorry, da hab ich keine Zeit, Brudi. Das scheint wieder der Madison Square Garden zu sein. Ich habe einen Hi! Achso, das ist einfach nur eine Fläche, da wo die Hand oder was? Gute Nacht. Wird frisch hier draußen. Ich gehe besser rein. Ach so, da muss man... Okay. Und ohne Umschweife. Ohne Umschweife was? MJ, ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte.
Du kannst rausfinden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Okay, wieder Sneaky Peeky, nice. Ist im Endeffekt jetzt nichts anderes wie die Fisk-Bausteine, nur dass die Innenhand. Gut, der ist schon mal raus. Gut, die scheinen aber doch ein bisschen klüger zu sein wie die Fisk-Idioten, weil... Weil die laufen meistens in Gruppen rum. Ja, wie auch immer, freilich, der Speed von hinten sitzt und präseln darf's halt nicht. So, das hat ja schon mit Zauberhaft funktioniert. Bei dem lag Gefahr, was ist mit dem da rund? Na komm, geht ein mit da. Hä, ist er dumm oder was? Oder taub? Ja, jetzt, da ist der. Zack, ab vom Hof. Okay, war aber nicht lang, Sneaky Peeky. Den erwischt mir aber. Ah, jetzt mal. Sicherungskastenwerfer muss da erst einmal schaffen. Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. Peter, da sollen Möbel nach Maß hergestellt werden. Wie ich das sehe, geht es eher um illegale Waffen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich glaube, sie sind nicht maßgefertigt. Da werden die Hipster-Killer aber enttäuscht sein. Klar freue ich mich, noch mehr von euch zu sehen, aber... Halt, Moment. Ich freue mich nicht. Noch mehr Dämonen. Das haben noch mehr Wellen. Nicht bei ein paar Fruchthörtchen klären. Ist irgendwo einer? Ah, der runter. Gegner, wo? Irgendwo läuft noch einer.
Ja, wo ist denn noch der letzte? Ah, da ist er. MJ, ruf die Polizei. Der Ort ist gesichert. Super Job. Jede Waffe, die von der Straße weg ist, ist ein Gewinn. Oh ja. Basismarken. Nice. Würde 3 laut sein. Wirft 10 Gegner mit dem Netzangriff. Ja, okay, die Zeit musst du da erst einmal haben. Aber gut. Nice. Kann man die echt nochmal neu spulen? Ernsthaft? Hey, MJ. Oder auch nicht. Okay, ich habe ein paar Sachen für uns eingekauft. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Ich komm dann rüber. Mach dich auf was gefasst. So, fahren wir zu der MJ. Rustig Stachel, feuchter Keller hat's einmal geheißen. Ne? Ist doch wahr. So. Wie jetzt steckt Bratwurst in dein Sauger? Dasselbe Witz, nur andere Varianten. Die Dämonen hinter experimentellen Waffen her? Wäre ich ein psychotischer Kult, würde ich's tun. Wie die wohl da drauf kamen? Welche omnipräsente Figur hat eine Karriere daraus gemacht, ihre mit tödlicher experimenteller Technologie wie Fluganzügen, tektonischen Handschuhen und Skorpionstacheln zu bekämpfen? Nein, 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 nicht den Namen sagen. Hab grad gegessen. So, schauen wir mal, was die MJ für uns, was die zu bieten hat. Ja. Whatever. Peter! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Ja, wie jetzt? Hallo? Nix Black Screen. Ich muss... Hallo? Action? Wo? Früher am Tag. Oh. Das ist die richtige Adresse. Die Ach, jetzt spielen wir als MJ wieder, oder was? Was ist das hier? Oh nein, jetzt bist du wieder mit der MJ spielen. Dieses Büro. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Ach, der kann jetzt Deutsch, oder was? Garantiert happy. Manche Dinge können auch links oder rechts geschoben werden, um Feinde dorthin zu lenken. Bezahlt Martin Lee wirklich den Boss? Ja. Wir bauen diese Kriegsbestie für Lee und Lee finanziert dafür den Boss. Win-win. Wisch mal besser die Schlacke von der schlammigen Schweißnaht. Wenn der Boss das sieht, ist er sauer. Ja toll, jetzt muss ich wieder aufpassen. Was macht denn der Boss mit dem Geld aus diesem Lee-Job? Grabesstaub. All die Kohle fließt direkt in Was Grabesstaub. bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Schon mal probiert? Offensichtlich. Was soll denn das? Ein Panzer oder was? Das haut rein. Ich hab was gehört. Ach so, vermeide. Ja, das ist jetzt blöd. Ich hab was gehört. Ja, toll. Niemand da. Mist, ich bin paranoid. Ich wollte gerade sagen, geht der mal wieder woanders hin? Uah. Alles in Ordnung. Ich hab was gehört. Ja, wo ist denn wohl? Wie wenn du das überhören kannst.
Immer sachte. Oh Gott, das ist aber auch kreislig, Welches ey. Fahrzeug braucht so große Reifen? Ja, weiß ich nicht, irgendein Panzer halt wahrscheinlich. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Oh, leg, den müssen wir austribbeln. Wohl oder übel. Ja, Mama. Wir müssen beide austribbeln. Jemanden einen 316er Steckschlüssel gesehen? Hey, ich hab was gehört. Oh, druck halt schneller hin. Ist das deine neue Gattersäge? Ist da jemand? Dieser Ort ist echt unheimlich. Moment! Ja, okay, den da hinten habe ich jetzt nicht, den habe ich jetzt nicht gesehen. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Den da oben, den habe ich nicht stehen sehen. Hey, jemanden einen 316er Steckschlüssel gesehen? So, mal schauen, wie der da geht. Ist das deine neue Gattersäge? Ist das nur jetzt er da, oder? Hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Das ist eine wichtige Frage. Ich mir das ab. Verdammt. Ist da jemand? Der Typ da geht... Moment! Okay, das ist aber, der bewegt sich aber echt komisch. Erst geht er bis zur Ding hin, bis zur Dove, da bleibt er dann 8 Stunden stehen und wenn ich über da umgehe, dann dreht er gleich um. Das ist ein wenig tricky. Aber bringen wir hin. Hey, jemanden einen 316er So, Steckschlüssel weil da ist der nämlich vorher jetzt nicht mehr stehen geblieben. Ist das deine neue Gattersäge? Jetzt pass auf, wie bewegt sich der jetzt beim zweiten Mal? Da geht er schneller in die Runden, meine ich. Hey, hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Warte mal, da steht aber da hinten auch noch einer, meine ich, oder? Na, da ist auf jeden Fall keiner mehr. War das ein Geräusch? Okay. Was ist das? Eine Art militärische Ausrüstung? Auf was wartet er jetzt da? Okay. Das Büro muss rechts von mir sein. Schön vorsichtig jetzt. Mehr Moped, mehr... Warum will der Boss um jeden Preis Gut. GPS-Peilsender an allem befestigen? Handelsgeheimnisse. Er will nicht, dass jemand etwas von Grabesstoff erfährt. Trotzdem, paranoid. Wer hat dich gefragt? An die Arbeit. Da, wo gehst jetzt du hin? Wahrscheinlich wieder da oder? Holen wir noch mehr Vorräte ab? Erst die Verpackungen entsorgen. Wir sollen sie bis nächste Woche in einen Sumpf in Jersey werfen. Grabestaub läuft wohl eher unter der Theke. Unter der Theke, dem Boden und unter den ersten paar Schichten der Erdkruste. Die Fässer sehen wichtig aus. Schaut aus wie Atom. Also, ja gut, okay. Ich hätte jetzt gemeint, aber kann, ne? Was ist da drin? Komm schon, was? Lee merkt das nie. Alter, was ist denn der für einer? Tombstone. Der Undertaker, oder was? Merkt er nicht?
was nicht da ist. Gott Aua. verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Okay, wer ist er? Das ist enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. Ich glaube auch, dass du einen neuen Schweißer brauchst. Doomstone, den kenne ich gar nicht. Umkehren. Ich muss in dieses Büro. Was ist er? Ein Mann aus Diamant oder was? Jetzt komm schon. Alles in Ordnung? Geschafft. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? Und los geht's. GPS-Peilsender. Wozu braucht Schaut aus wie ein Tombstone Pokerchip. die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Hol das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Was der jetzt? Doomstone oder Tombstone? Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst, hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar Tombstone. ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Tombstone Piledriver. Ohne es. Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Er hat Knödel. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also. Reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja. Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja. Ich werde recherchieren. Also, ich dachte... Wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman. Nein. Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin. Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechensystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Ah ja. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Wie das jetzt normal so ein Schnapsi, der Tiger. Oh Mann, langweilig. Verabredung zum Abendessen abgeschlossen, ja. Oh, jetzt können wir noch einen Aufstieg. Schöne Sache. Haben wir jetzt? Ja, wir haben sowieso noch einen, okay. Hey, ich bin's. Das Curry ist gut. Du warst doch gerade da Über drin. Charles Standish. Mal sehen. Wo sei immer. Oh. So, Freunde.
ich glaube an der Stelle macht man einen Cut. War viel los halt tatsächlich. Aber so soll es ja auch mal sein. Haben wir noch ein bisschen was mit der Story gemacht, haben wir ein wenig was nebenher gemacht. Wir haben einen neuen Schurken kennengelernt, den wo ich tatsächlich noch gar nicht kenne. Also Tombstone, das sagt man nur aus dem Wrestling-Business selbst, aber wer der Verbrecher tatsächlich ist, kenne ich nicht. Erst hätte ich gemeint, das ist irgendwie so eine Anlehnung an Doom. Also praktisch, wie heißt der? Doomsday, glaube ich, heißt der. Vom DC-Universum. Aber der sagt mir tatsächlich jetzt gar nichts. Wenn ich aber vermuten müsste, glaube ich, dass der einen Haufen Kraft und beinahe unverwundbare Haut hat. Flauschiger Stream, ja, zumindest nach der ersten halben Stunde, wo ich extrem salzig war, wegen meinem Soundproblem, um das ich mich jetzt dann noch kümmern kann. Keine Ahnung, ich muss schauen, ob ich das jetzt irgendwie geregelt kriege. Ich muss mir auch die ganzen Willkommen-Sounds nur mal anschauen, weil die funktionieren komischerweise nur dann, wenn es ich triggert, aber nicht, wenn es jemand anderer triggert. Warum das so ist, weiß ich nicht. Warum meine Boxen nicht gängen, weiß ich nicht. I don't fucking know. Muss ich mich drum kümmern. Aber gut. So. Freunde, das war jetzt heute bis auf weiteres erstmal der letzte Stream. Ja, also in dieser Woche wird es keinen Stream mehr geben. Ich werde am Mittwoch operiert. Morgen werde ich nicht streamen, sehr wahrscheinlich nicht. Da müsste halt noch irgendwie anderweitig etwas dazwischen kommen, dass ich Zeit finde, dass ich noch stream. Aber normalerweise war das heute der letzte Stream. Ich weiß auch nicht, ob ich nächste Woche schon live komme. Also die Woche definitiv nimmer. Und nächste Woche hängt davon ab, abgesehen davon hatte ich schnell anders machen. Nächste Woche hängt es halt davon ab, wie es mir tatsächlich geht. Okay? Das kann sein, dass ich live gehe. Das kann auch sein, dass ich nächste Woche noch nicht live gehe. Es hängt halt von meiner gesundheitlichen Verfassung ab tatsächlich. Ja? Aber ansonsten, ich bin natürlich weiterhin in Discord erreichbar. Also da, wenn es mit mir schreiben mögt oder wenn es irgendwas gibt, ich werde vielleicht einmal, wenn es mein Netz zulässt, dann dort werde ich mit Sicherheit vielleicht einmal in einem Voice sitzen. Ich weiß es nicht. Ja? Müssen wir mal schauen, aber Discord bin ich auf alle Fälle irgendwie erreichbar. Aber streamtechnisch bin ich für diese Woche erstmal raus. Ja? Am Mittwoch ist die OP, ich weiß nicht welche Uhrzeit, das erfahre ich erst morgen alles im Laufe des Tages. Und ich schätze jetzt einfach mal, dass ich bis Samstag im Krankenhaus bleiben muss. Und am Wochenende, ich werde wahrscheinlich Wochenende heim dürfen, sagen wir es so. Aber da werde ich wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein, dass ich dann sage, so und jetzt gib ihm. Und dann wird es so werden, dass in der Zeit, wenn ich wieder dann anfange, nächste Woche, ich gebe jetzt einfach mal positiv und sage, ich fange nächste Woche wieder an, weil es mir zustandstechnisch gut geht, dann wird es wahrscheinlich auch mal einen Stream ohne Cam geben. Ja? Weil der Grund ist der, dass ich da wahrscheinlich in dem Bereich irgendwo massiv geschwollen und massiv blauser werde. Okay? Aber ich glaube, dass das kriegen wir schon irgendwie. Es wird Content geben, ich werde zur Zeit daheim sein, ich werde auf alle Fälle live gehen, ich werde ihn auf dem Laufenden halten, wie es mir geht und ob ich es überlebt habe. Davon gehe ich jetzt einfach einmal aus. Und wie gesagt, Ausrufezeichen Discord-Leute, wer noch nicht drauf ist, für alle Neuen, die wo noch da haben oder immer noch da haben, schaut da gerne mal drauf, da kriegt ihr alle Infos. Ja? Bezüglich Streams, bezüglich anderer Dinge, lohnt sich wahrscheinlich, wenn es da mal vorbeischaut. Okay? Dann alles Gute, gute Besserung, alles Gute, dann wünsche ich, dass alles gut läuft bei der OP und heute gescheit. Dankeschön, Leute, das wird schon. Ja? Das ist jetzt kein dramatischer Eingriff nicht. Ja? Das ist Allgemeinmedizin, es ist halt unschön, weil es am Kopf ist, aber ist jetzt nicht aus. Ja? Ich komme wieder, ja? Ich bin nicht aus der Welt. So ist es jetzt nicht. Ich kann halt nur nicht sagen, wie lange ich jetzt nicht da bin. Ja? Aber das werden jetzt, hoffe ich mal, nicht 3-4 Wochen sein. Ja? Davon gehe ich jetzt einfach einmal nicht aus. Ansonsten war es halt, wie gesagt, abgesehen von der halben Stunde am Anfang, wo ich ziemlich salzgeladen war, war es ein sehr, sehr flauschiger und sehr, sehr angenehmer Stream. Ja, hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja. An der Stelle auch nochmal Danke an euch, dass ihr da wart, ja, dass ihr wieder zugeschaut habt. Merci für den Support wieder. Merci nochmal an die ganzen neuen Follower heute. Ja. Jetzt haben wir 1 vor 180. Ja. Das hätte ich jetzt vor einer Woche auch nicht gemeint, dass wir so schnell, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, auf 180 zusteuern. Oder beziehungsweise eigentlich soll ich sagen, dass wir so massiv schnell auf 200 zugehen. Das hätte ich nicht gedacht. Danke dafür. Vielen lieben Dank. I'll be back. Genau so nämlich. Ja, ich bin nicht aus der... Wie hat der... noch ist nicht... Wie hat's geheißen?
Nachricht nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Irgendwie so meine war das, oder? Paulchen Panther. Kriegen wir auf alle Fälle hin. Genau. Du sitzt im Voice, wenn du Hilfe brauchst. Ja, ich sitze jetzt mal mit dir im Voice. Der Dev hat mir vorher schon seine Hilfe angeboten. Der wird mir sehr wahrscheinlich sehr gut helfen können, weil er die gleiche Software nutzt wie ich. Da muss ich mich dann mit ihm mal kurz schließen. Der ist auch aus der IT-Branche. Also wenn man der Mozart nicht oder du nicht helfen kann, dann kann man der mit Sicherheit helfen. Schauen wir mal. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder. Da war ich doch richtig dran. So, ich schaue jetzt mal, wer live ist. Beziehungsweise vorher noch. Für alle Unentschlossenen. Da ist mein Discord-Server. Kommt gerne mal drauf. Darf mich freuen, wenn es vorbeischaut. Muss mein Basing ein bisschen wachsen. Ich schaue jetzt mal, wer live ist. Dampfe ist live tatsächlich. Hetzer war auch live. Dampfmann, ja. Na, gehen wir zum Dampfe. Gut, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal für den Support. Wir haben einen Rec-Command natürlich auch. Einmal für Subs, einmal für Non-Subs. Einfach probieren beim Dampfe einwühlen, Dampf Express. Ein bayerischer Streamer-Kollege. Wo spät der denn? Wollen wir schauen. Cyberpunk. Dampfe spät Cyberpunk. Vielleicht zeigt es bei dem ein bisschen mehr nackte Haut, wie jetzt bei der MJ und beim Peter gerade. Mit ziemlicher Sicherheit sogar. Genau. Ich schaue, dass ich das mit den Willkommen-Sounds jetzt wirklich die Tage gebacken kriege. Ich hoffe, dass ich das hinbringe. Es zahlt, ja. Im Endeffekt ein Haufen Kanalpunkte dafür und ich mag das, dass das funktioniert. Ja. Das muss man nicht anschauen, dass ihr irgendeine Kanalpunkte ausgibt und dann funktioniert es nicht. Ja. Das kommt mir nicht in die Tüte. Genau. Dann wünsche ich einen schönen Abend noch, einen schönen Restfeiertag, viel Spaß beim Dampfe. Dabei eine gute Zeit. Ich komme wieder und ich halte den auf dem Laufenden. Ja. Es wird alles halb so wild. Ich werde wiederkommen. In diesem Sinne, habe die viel Spaß beim Dampfen. Ich bin für heute raus. Bis zum nächsten Mal. Spielen wir wahrscheinlich Yoshi's Island weiter. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. In diesem Sinne, pfiat euch, haut euch rein.